Ja, gut. Genau. Du musst einfach schauen, dass du gut vorne rein schwätzt ist, wenn du schwätzt. So, also, da sind die Kameras, so siehst du aus. Ja, alles ja. wunderbar. Ich versuche mich hier auch zu justieren. Und das überlegen wir auch schon. Los. Also, wir haben Noemi. Hallo. Wie schön. Wir haben eben ja schon ein ganz klein bisschen geplänkelt. Willkommen bei Radio Walchwil. Danke vielmals für die Einladung. Ja, nein, selbstverständlich. Also das war ganz, ganz oben auf der Liste, dass du kommst. Und wie immer bei Radio Walchwil haben wir keinerlei Idee, was passiert. Okay. Wir fangen an zu reden. Jawohl. Dadurch, dass wir dich eingeladen haben, und es wäre schön, wenn du dich dann gleich nochmal vorstellen könntest, haben wir vielleicht das eine oder andere Thema, was wir abdecken. Aber ansonsten, Angie, kannst in alle Richtungen schießen, ne? Ja, definitiv. Spannend. Hoffentlich auch. Ja, unbedingt. Noemi, wer bist du denn? Mein Name ist Noemi Bernhard. Ich arbeite im Restaurant Sterne Walchwil, bin dort Küchenchefin seit 2018 und habe den Betrieb mit meinen Eltern übernommen als Pächter. Grandios. Ja. Ja, mehr als grandios. Mehr als grandios. Also, eben, ich bin schon ein paar Mal... Also ja, eben, ich bin schon ein paar Mal bei euch essen. Coole Genau. Family. Love it. Ich liebe das Essen. Ich liebe das Ambiente. Ich finde, ihr macht das genial. Danke. Und du machst ja nicht nur... Also sag eben, du machst ja nicht nur Küche, sondern ich mag mich erinnern, wo ich... Ich weiß gar nicht, ist das vor 2 Jahren gewesen, wo die Osterhäschen noch gemacht hast? ja. So coole, Ja. die ich holen konnte, die ich dann durfte verschenken. Also total kreativ. Absolut, ja. Also ich bin selber ein bisschen erstaunt, als ich angefangen habe, was eigentlich alles noch dazukommt. Also es ist ja nicht nur das Kochen allein, was dann ist, weil als Selbstständiger kommt dann noch das Büro oder dann Mitarbeiter, Ja. eben Interviews und es kommt dann alles auch dazu. Also ja. Ja. Hey, aber ja, Frank, du hast... Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Also wir sind einfach wir 3 als Geschäftsführer und dann haben wir noch einen Spüler und 2 im Service. Ja. Genau. Okay. Und die Küche machst du und Mit dem Papi zusammen, mit dem Papi zusammen. Ja, okay. Genau, ja. Also er macht das Fleisch, also die Sauce, Soße. Und ich mache eigentlich dort den Rest abdecken. Patisserie, Garmaché, Entremetier. Ja. Genau. So cool. Dann müssen wir nachher auf die verschiedenen Fachausdrücke gehen. Wir dann vielleicht nochmal an. Definitiv. Aber wir wollen nicht nur über Kulinarik, obwohl ich das könnte ich stundenlang machen. Ja. Du auch, genau, reden, aber trotzdem, da müssen wir noch mal drauf, vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Angie, du hattest aber eben noch was bevor. Ja, hey Noemi, erzähl. Ich meine, wir kennen nur, eben, wir wissen Noemi Bernhard, Restaurant Sterne, junge Köchin, 15 Gummio-Punkte, Genau. wenn es mir recht ist. Jetzt schon in dem zarten jungen Alter bei der Tanja Granditz gsi, im Fitznauer Genau, im Parkhotel. Oder im Parkhotel, genau. Und dann im Bellevue Palace in oder Bern. im Palace Bern. Ja. Genau. Also eigentlich eine riesen steile Karriere, jetzt auch für dein junge Alter, wenn man das so in der Literatur nachliest oder eben in der Public nachliest. Aber Noemi, wo kommst du her? Wer bist du? Wo bist du aufgewachsen? Und wie kommt man auf Walchwil? Ja, also wohnen wir im Glarnerland. Und wir haben dort ein Restaurant und mir gefällt es jetzt aber nicht mehr so dort. Und ich habe eigentlich die Lehre in Klosters gemacht, im Hotel Walserhof, beim Armin Amrein. Und im Sommer eben dort im Glarnerland, in Lintal, ist direkt an der Klausenpassstrasse. Mega schöne Lage, das Restaurant, wirklich top. Und ich habe mega schöne Kindheit verbringen, schön in der Natur und so. Und nachher bin ich eben in die Lehre. Und du hast als Kind schon gewusst, ich werde Köchin? Also ich bin mit dem ein bisschen aufgewachsen, muss ich sagen. Aber für mich hat eigentlich noch der Sport einen wichtigen Aspekt gehabt, also mit der Rossau. Und dann hat es so eine Sportschule hat's damals noch gegeben, mit dem KV zusammen. Und dann aber ist halt leider finanziell nicht drin gelegen, weil da musst du mindestens 3 Ross haben, bis du so dass du dann wirklich Profi kannst werden. Also hast du quasi Dressur? Nein, Springen. Ja. Einfach mit dem KV zusammen und so. Das wäre mal eine Option gewesen. Und dann war aber eigentlich recht schnell klar gewesen, dass ich Koch lernen wollte. Also ich habe dann
Schnupperlehre gemacht. Und dann hat die Lehrerin schon gesagt, ja, bist du sicher, das ist kein Beruf für eine Frau. Also, Was? ja, Ja. danach habe ich gedacht, so, jetzt Das geht würde ich aber dir zeigen. richtig los. Also Ja. geht's Ja. noch? Ja. Und wieso hätten die gesagt, dass das Ich kein weiss Beruf? nicht, sie hat einfach das Gefühl gehabt, ja, das ist kein Mädchenberuf, also kein Frauenberuf. Und es sei streng. Und ich so, ja, aber ich weiss ja, was auf mich zukommt. Ich bin mit dem aufgewachsen. Und, ja. Wärst du auch in den Beruf gegangen, wenn du nicht damit aufgewachsen wärst? Denke es nicht, nein. Okay. Also, ja. Ja. Aber ich liebe es voll. Also ich bin voll dabei. Ich gehe auch Ja. privat sehr gerne essen. Und es ist, also, wie kann man sagen, ein Lifestyle. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Kannst du entspannt essen gehen? Oder guckst du immer, der Julienschnitt, der ist aber, was Nein, ist denn, nein. womit macht ihr denn das? Habt ihr einen Rasenmäher da hinten in der Küche? Oder kannst du dich ein bisschen lösen dann vom Professionellen? Absolut, ja. Also es geht mir mega ums Essen und ums Geniessen und ums Zelebrieren. Ja. Ich hatte aber auch schon eine Situation, wo ich privat unterwegs war und dann sind Journalisten dort gewesen, und dann haben sie gesagt, ja, können wir schnell ein Foto machen und können wir schnell und am besten noch mit ihm gespendelt. Ich so, nein, das geht nicht, das ist Ja. privat und ich Ja. will jetzt zuerst essen und nachher können wir dann gerne Ja. etwas zusammen machen, aber sonst, ja. Also ich kann sowas zum Beispiel, ich kann das gar nicht. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo auf einer Präsentation oder sowas bin, ne, wenn ich ein Event sehe, wenn jemand irgendwas vorträgt und ich da irgendwas sehe, was nicht so ist, wie es sein könnte, dann muss ich rausgehen. Ja, das ist, weil ich kann nicht umschalten. Weißt du, das ist, Ja. da muss ich rausgehen, ja, schön, dass du das kannst. Also auf der einen Seite, du hast natürlich deine professionellen Ansprüche, Ja, klar. aber logisch, aber du siehst dann auch, andere haben vielleicht andere Wege, die sie gehen. Und du kannst trotzdem genießen. Ja, absolut. Aber ich hatte auch schon eine Situation, wo ich jetzt zum Beispiel etwas bestellt habe und dann den Preis nicht gesagt. Und nachher am Schluss ist dann so eine Rechnung aus. Also ich habe schon gedacht, okay, das könnte so in diesem Rahmen sein. Okay. Aber es war dann völlig überrissen gewesen. Und dann dachte ich, wow, also das würde ich jetzt auch nicht, das finde ich jetzt auch nicht so cool. Und also, hast du denn das, also weißt, ich habe mich vorhin gefragt, Ja. sagst du denn das? Ich habe dann ein Mail geschrieben, das erste Mal, ja. Und Und nachher ist was hast du geschrieben? ja, ich habe dann geschrieben, ja, wir müssen vielleicht das Personal ein bisschen schulen und sagen, hey, es kostet dann so und so viel, wenn ihr schon eine Empfehlung habt. Ja. Dann müssen wir das auch anpreisen. Ja. Und dann nachher ist einfach so zurückgekommen, ja, das könnte man machen. Und ja, man hätte vielleicht können sagen, ja, kommt doch auf ein Güppli vorbei oder irgendwie so etwas. Also, Okay. ja. Aber ich gehe jetzt nicht mehr dorthin. Also. Oh Gott, okay. Ja, muss Und man wenn- dann ja auch nicht. Also weißt, und wenn dann der Service kommt und fragen, wie war es gewesen, und du hast jetzt etwas gehabt, was du vielleicht nicht so fein gefunden hast, sagst du das? Oder? Also es passiert sehr selten. Es ist mir fast noch nie passiert eigentlich, wirklich. Es ist jetzt wirklich eine Ausnahme, aber nein, ich tue ja spezifisch auswählen, wohin dass ich gehe. Also ich nehme das schon mal ein bisschen vorweg, dass es vielleicht nicht passieren könnte. Aber ja. Oder wenn einmal, also was ich sage, wenn einmal auf der Rechnung etwas fehlt, sage ich, hey, ihr müsst das noch tippen und so, ja, ist mega lieb und so. Also sage ich auch meinen Freundinnen, schnell schauen, schnell drüber schauen, ob alles drauf ist und so. Es ist einfach auch mega fair gegenüber den anderen. Ja. Also. Aber okay. Aber nicht in dem Sinn, dass man sagt, man geht kritisieren. Nein. Ja. Holst du dir dann, und vielleicht ist das eine wahnsinnig dämliche Frage, auch Inspiration? Doch. Auch vielleicht, vielleicht ist das so offensichtlich, ja oder nein. Inspiration dann letztendlich auch, dass es, oh Mensch, das könnte ich auch mal ausprobieren. Absolut, ja? Absolut, ja. Und suchst Ich glaube, das brauchst du auch, oder? Ja. Also. Ja, aber gut, ist ja immer die Frage, wo man sich die Inspiration herholt. Ne? Und das kann ja durchaus sein, dass verschiedene Professionen, also du als Küchenchefin, dass du sagst, nee, das funktioniert bei uns oder bei mir. Manchmal gibt es ja so ein Branchen, nein, das machen wir nicht. Wir kupfern doch nicht ab. Also es gibt schon so einen Grad, wo es was kann ich in Walchwil machen, was geht nicht, was geht, und da muss man schon ein bisschen abwägen. Ist es zu viel, ist es zu extravagant, oder also zum Beispiel Kaviar ist ein grosses Thema, also es kommt gar nicht so gut an, wenn ich es jetzt separat verkaufe. Ich das dann einfach immer irgendwo ein bisschen einbauen oder so. Austern habe ich jetzt auch angefangen, es geht jetzt ein bisschen langsam, aber es gibt wirklich, musst halt wirklich schauen, wo du bist und was rundum ist und
Ich kann beides nicht wahnsinnig gerne. Ich habe beides wahnsinnig gerne. Ich auch. Ja. Das Nein. ist nun Ich verstehe den Hype um die Austern wirklich nicht. ja, doch. Moll. Ja. Nein. Ja. Alles, Und was weiss aus dem Wasser kommt. Ich habe schon auch sehr gerne Meerestiere. Das Ja. ist so, das ist kein Geheimnis. Aber beißt man die Austern oder schluckt man sie einfach ab? Also ich tue beißen ein bisschen. Ja. Ja. Also jetzt kann's nicht noch so gern. breit zerkauen, aber schon so ein ganz klein bisschen, dass noch ein bisschen mehr Geschmack Ja. kommt. Und was tun sie drauf? Schalottenvinaigrette, Mhm. Zitrone. Mhm. Ja. Ich eigentlich Zitrone. Ja. Nur, ne, Ja. so das, Okay. um so ein bisschen. Ja. Dann Also Champagner das ist dazu. herrlich. Ja, Für mich, jeden Fall, für mich ja. nicht. Nein, für mich ja nicht. Das ist ja. ja. Das ist, Nicht gut. das ist nein, das vielleicht auch. Ich trinke keinen Alkohol. Ja. Ui. Seit 6,5 Jahren. Okay, Das ist keine, wir haben das hier schon mal behandelt, ne, das ist keine aktive Entscheidung gewesen, sondern ich habe das letzte Bier nicht mal zu Ende getrunken, weil ich gesagt habe, nein, das bringt nichts mehr. Okay. Ich habe lang genug in der ersten Reihe mitgetrunken. Ich denke mal, dass das Kontingent, das Lebenskontingent war ausgeschöpft. Okay. Ne? Also ich muss mich Okay. nicht verstecken. Ja. So, statistisch gesehen. Aber was ich ganz ehrlich sagen muss, ist, dass, und vielleicht hast du da eine Meinung, eine Idee, dass beispielsweise sowas ist, Champagner und sowas habe ich nie getrunken. Mhm. Ich habe Bier getrunken oder aber eben dann mal so ein ein Stimmungs-, ein Atmosphäregetränk wie ein Wein. Jawohl. Und da habe ich bislang nichts, ich trinke Wasser. Ne? Also ich trinke Wasser und ab und zu nochmal irgendwie ein bisschen Geschmack rein, aber Ja. ich habe keinen Ersatz gefunden. Ja, aber heutzutage gibt es schon viele alkoholfreie Begleitungen. Also Ja. Aber wirklich. ja, Kommt aber, immer mehr. Oder Saftbegleitung. Ja. okay. Ja. Aber so richtig, also irgendwann hat mal jemand einen alkoholfreien Wein. Gibt es auch, ja. Ja, finde ich da habe schwierig. nein, das ist nicht nur schwierig, das ist für Ja. mich nahezu unmöglich. Ne? Also vielleicht versucht dann der Körper auch irgendwie aus alter Erinnerung verzweifelt den Alkohol zu finden. Aber nee, das war irgendwie so, das ist. Ich habe auch von einem Monat habe ich so Kefir, alkoholfrei, auch Ja. mit Wein. Okay. Und, ja, es war auch ganz speziell gewesen. Also, Ja. es gibt schon Möglichkeiten. Also, Ja. also meine beste Freundin ist auch, trinkt keinen Alkohol und ja, also ich finde es gut. Ja. Also absolut. Also so Mocktails und sowas, ne? Also Nein, Cocktails das ohne. finde ich ganz schlimm. Das Warum finde ich, jetzt? find ich Teufelszeug. Das finde ich ganz schlimm. Nein. Mal, das ist fein. Das ist Nein, sehr das gut. verstehe ich. Nein, das ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Nein. So. Hey, Ja, aber wenn man nein. nicht will, Nein. oder kann. Ja, aber dann trink doch ein Gocki. Oh, Nein, Oh. wirklich. Oder ein das ist aber auch Sprite. nicht so lustig, oder? Ja, aber- Oder was hast du eben gesagt? Oder eine Sprite? Ja. Genau. Oder Ja, 7 genau. Up. Eine Fanta. Dann trink doch eine Fanta. Ne? Das ist doch auch super. Nein, ich ja. finde wirklich, das Mocktailzeug, ich finde das ganz schlimm. Und ich finde auch so all das süße Cocktailzeug, das ist furchtbar. Muss ja aber nicht süß Hä? sein. Muss ja aber nicht süß sein. Es kann ja durchaus auch. Hey, ich habe auch, alles gerne, was so ein bisschen bitter ist. Mhm. Rauchig. Sehr gut, ja. Aber so das süße Saftzeug, das finde ich ganz schwierig. Auch wenn es am Strand ist oder Ja. so. Nein, das kann ich nicht haben. Mhm. Nein, ich lieber bestelle einen Negroni oder so. Und dann bin ich glücklich. auch kein Pina Colada. Nein. Also, nein? Mhm. Nein. nee. Also eine kräftige Pina Colada. Als ich noch Ich Alkohol lieb's. getrunken habe, am Strand kräftige Pina Colada, bringen sie alle 5 Minuten eine, Ja. bis Nein. ich schneller sage. So, nein, ansonsten habe ich das Zeug nicht runtergekriegt, aber doch hey, ho. Nein, auf jeden Fall. Ja, hast du einen Lieblingscocktail? Ich habe sehr gerne Amaretto Sauer. Kann ich Wie meine Frau, Ja, also das ist wirklich... die findet das auch. Ja. Aber ich habe lieber Whisky sauer. Okay, Ja. habe ich Ja. noch nie gehabt. Gefährliches Zeug. Ja. Vielleicht mal umsteigen. Ja, genau. Whisky Sour oder Long Island Iced Tea. Ja. Da haben wir früher viel mit experimentiert. Mm. Manhattan Okay. haben wir Ja. auch früher. Ja. Aber da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Hier ein ganz spezieller Gruß an meinen Freund René Nessler, der sich damit mal so entsetzlich wehgetan hat, Ja. als wir mit Manhattan, als wir auf einer Geschäftsreise gewesen sind. Am nächsten Tag hatten wir dann eigentlich einen internen Termin und ich kann mich nicht bewegen. Da ziehe ich ihn heute noch mit auf. Das ist, glaube ich, 15 Jahre Ja. her. Ich habe das Pesca Fritz Trauma. Oh. Okay. Ja, das kann ich nie mehr trinken. Und Tequila-Trauma hat, glaube ich, jeder von uns. Ja, ne? wahrscheinlich schon. Nein, Ja, ja. nein, ich bin, glaube ich, der einzige Mensch auf dieser Welt, der kein Tequila-Trauma hat. Was? Nein.
Nein, Wahrscheinlich hast du es vergessen. Baileys und Pesca Fritz. Ja, ganz schlimm. Ja gut, aber Baileys ist auch... Ja. Ja, Das ist ja, der Kater ist ja vom anderen Stern. Ja. Nein. Also ist gut. Ja, der war wirklich von einem anderen Stern. Ja. Ja. Oder Southern Comfort. Ein Southern Comfort Kater, das ist eine Nahtoderfahrung. Hey, nein, also gut. Ja. Gut, also jetzt. Anyway. So, pass auf. Also, du hast dann deine Lehre gemacht und deine Lehrerin hat zu dir gesagt, ja, aber das ist doch kein Frauenberuf. Ich habe und ist das tatsächlich so? Guck mal, ich hab keinerlei professionelle kulinarische Erfahrung, nur über Bücher. Mhm. Also Anthony Bourdain beispielsweise, ne? Kitchen Sehr Confidential cool, ja. und so. Dann habe ich hier, das habe ich nicht extra hingelegt, das fällt mir nur ein. Wo hast du- Soul of a Chef und The Making of a Chef. Ah ja. Sensationell. Und da wird die Küche, das ist ein Journalist, Ja. der irgendwann gesagt hat, nee, jetzt schmeiße ich eine Bettel hin und ich lasse mich ausbilden. Ich lasse mich im CIA, im Culinary Institute of America, lasse ich mich zum Küchenchef ausbilden. Okay. Und der beschreibt das. Und sowohl Bourdain als auch der Rallman, die beschreiben die Atmosphäre in einer Profiküche schon als herausfordernd, um es mal vorsichtig zu sagen. Absolut, ja. Ja. Also was ist denn so herausfordernd? Ja, ich denke einfach der Stress und der Druck, den du hast. Also du musst ja in einer gewissen Zeit die Lebensmittel, die Gerichte rausbringen und ich glaube einfach, ja, da geht es halt schon mal hitzig zu. Mhm. Ja. Ja. Auch im Ton. Aber, aber ich habe nie ein Problem gehabt. Also ich habe Ja. wirklich auch Küchenchefs gehabt, die vielleicht eher ein bisschen lau sind und sind schon die ein oder anderen Wörter gefallen, aber ich habe nie ein Problem gehabt. Du musst dich wie abschotten. Mhm. Dann geht das. Und es ist auch eine Lebensschule. Also alles, was nachher kommt, was ist jetzt das? Also Ja. ich weiss noch, als ich dann auf Bern gekommen bin, ins Bellevue Palace, da hat es Gleichaltrige wie ich, auch so junge Frauen. Mhm. Und dann ist der Chef halt mal ein bisschen lauter geworden, aber alles okay. Und dann haben die brüllt und dann, ja, wieso brüllst denn du nicht? Ich so, ja, ist ja gar nicht gewesen. Also wirklich, ja, das ist halt, ja. Also eigentlich Kann's wie so ein bisschen die Emotion von der Sache trennen. Absolut, ja. Aber es gibt es jetzt, glaube ich, schon nicht mehr. Also die Zeit hat sich schon geändert, kann man schon sagen. Und ist das gut, dass die sich so geändert hat? Oder? Ja, Ja? kann man schon sagen, ja. Okay. Ja, also ich glaube, heute ist einfach, muss man aufeinander schauen und schauen, dass die gut auch bleiben. Und also, es ist ein Miteinander. Es nützt ja nichts, wenn du gegenseitig noch ein Prügel Ja, logisch, ja. Also, ja. Das ist ja überall. Ja. Ja, es ist so spannend, dass du jetzt da sitzt, weil es ist gerade auf dem SRF. Ja. Hey, ich schaue manchmal wirklich die Gstaad. SRF-Player. Hey, und ich habe Gstaad geschaut. Kronenhalle hast du auch gesehen? Kronenhalle habe ich auch gesehen. Ja. Finde ich so ein bisschen, Kronenhalle habe ich nicht, also habe ich auch spannend gefunden, aber Ja. habe jetzt Gstaad viel spannender gefunden, wie die so müssen und was das für ein Hochleistungsbetrieb Ja, ist. ist in dieser verdammt Küche. eindrücklich. Ja, gell? das ist also vor allem mit den verschiedenen, sie haben ja viele verschiedene Restaurants, wo sie quasi aus einer Küche raus mehr oder weniger bedienen. Und warte, jetzt ist das gegangen, 1 Woche Warenlieferung, irgendwie über 1,5 Million. Ja, ich glaube, was hat er gesagt? Im Dezember hat irgendwie Oder der Dezember. 850 bis 1 Million Ja. nur Warenkosten. Ja. Also da reden wir nur vom Food. Da haben wir noch kein Wein, kein Wasser, kein... Ja. Nein, Ja. also Wahnsinn. Das ist brutal. Ja, und dann bin ich also da gegangen und dachte, okay, gut, ja. Ja. Aber es ist auch für mich spannend. Also wirklich mega hast du auch gesehen, eindrücklich. in dem Fall? Ja. Mhm. Auch die anderen Bereiche, was die alles müssen leisten und wo du gar nicht eben dem Housekeeping oder... Ja, oder sie, wo Die Dame, Polsterin, genau, ja, also das habe ich auch wirklich. so goldig Ja. gefunden. Ja. Also sie haben wirklich eine Lady, die ist relativ jung, also die ist Ja. ja Anfangs 20 oder Ja. so, die ist glaube frisch zu der Lehre rausgekommen. Ich glaube einheimisch, irgendwo Region Gstaad. Und sie ist Polsterin. Mhm. Im Palast ist ja das, in Gstaad. Und sie tut wirklich einfach alle Stühle, Ich glaube, Teppich macht sie auch, Teppich, Vorhänge, ja, von allen Zimmern. Und, also, ja. Naja, wenn du Hausdienst.
bestimmten Anspruch hast und diesen Anspruch auch nach außen kommunizierst, dann muss man auch auf solche Details achten. Klar, ganz klar. Ne? Ja, ich finde es auch gut, ja. Also, Sie haben ja auch Erfolg mit dem. Genau, genau. So, und dann darf das ja auch was kosten. Ja. Ja, dann ist das ja, wenn ich irgendwo hingehe, sei es in ein Hotel oder in ein Restaurant oder scheißegal, und ich merke, Nummer 1 Gedanken gemacht und Nummer 2 die Gedanken auch noch richtig umgesetzt, dann bin ich auch bereit, ja mehr dafür als normal zu zahlen. Ja, und ich glaube auch, du tust dir das auch gut überlegen, ob du dort hingehst, oder? Also du weißt ja, was es kostet. Also dann musst du ja nachher nicht sagen, ja, für den Preis. Also, ja, aber dann ist die Enttäuschung umso größer, wenn du sagst, oh, Freunde, das stimmt jetzt aber nicht ganz. Und da geht es ja, also mir geht es dann immer nicht um den Betrag, sondern wenn ihr schon dicke Hose macht, dann müsst ihr dicke Hose liefern. Aber ich glaube, in diesem Bereich auch wird dann schon geschaut, wenn die Gäste reklamieren, dass man vielleicht irgendwie 5 Grad lassen oder entgegenkommt oder irgendwie. Ich glaube, das ist schon... Aber ich habe zum Beispiel gestaunt, ich finde den Küchenchef wahnsinnig ein herziger. Ja, ist cool, ja. So einen kleinen Knurrigen, leicht knurrig, aber das Herz am rechten Fleck, das merkst du gerade. Und versuche, glaube ich, diesen Gästen alle Wünsche irgendwie zu erfüllen, wo irgendwie nur geht. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass er einer ist, der wahnsinnig fest rumhebt in der Küche. Ich denke es auch. Also ich habe ihn einmal gesehen, aber ich konnte nicht gross mit ihm reden. Und mir ist er jetzt auch so übergekommen, als würde er nicht der mega laute Typ sein, aber ich glaube, er ist schon geradlinig. Also es muss er auch sein, oder? Ja. Also, und ich finde auch, er hat ein gutes Verständnis auch für die Gäste. Also er tut dann schon sagen, ich will es lieber so, also er ist ja dann mega entgegengekommen. Und, also, ja, ich finde das schon bei dem Hochzeitsding. Genau, ja. Das habe ich auch gedacht. Yes. Gott, die Würstchen im Teig mit Kaviar. Haben sie als Apero. Völlig schräg. Er hat es auch ein bisschen lustig gefunden. Aber, aber das ist halt das Palace Hotel in Start. Ne? Da heiraten wir, da muss aber die Kaviar rein. Ja. Ist egal. Ja. Genau. Drücken Sie in den Hotdog oben noch Kaviar rein und dann... Ja, und dann hat er doch noch die Dose gehabt für 10'000 Franken. Ich so, mein Gott. Genau. Aber es wird ja gekauft. Ja. Also, das ist so. Ja. Aber kaufen die kleinere? Ja. Ja, absolut. Kleinere Döschen Kaviar. Gut, dort oben kommt das wahrscheinlich schon weg. Wir haben den gleichen Produzenten, also wir sind mit dem gleichen Boot, aber ja, ich muss kleinere haben. Was machst du jetzt, wenn du einen Kaviar auftust? Musst du gerade die ganze Büchse brauchen? Oder wäre gut, ja. Also es hebt sich schon ein bisschen, aber es wäre schon gut, dass das dann schon relativ schnell weggeht. Okay. Ja. Aber ich kann ja auch, es gibt 50 Gramm, es gibt 100 Gramm, ich kann das schön regulieren. Wenn ich jetzt weiss, ich habe 3 Tage voll, dann tue ich die grösser auf. Und wenn ich weiss, heute habe ich ein bisschen weniger, dann tue ich die kleine auf. Ja. Okay. Also musst halt ein bisschen studieren. Jetzt haben wir vorhin schon Wareneinsatz im Palace Hotel 850 oder wie auch immer. Was hast du gesagt, wo ich jetzt in welche Richtung ich will? Nein, bin ich gespannt. Nein. Wie viel Lieferanten habt ihr? Du hast vorhin nämlich gesagt, pass mal auf, ich stehe ja nicht nur in der Küche, sondern ich bin ein kleines mittelständisches Unternehmen. Und so, wie viel Lieferanten müsst ihr jonglieren? Ja, ich denke, da kommen schon etwa 50 zusammen. Ja. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. 50? Also, das muss man sich wirklich mal vorstellen, weil jeder, der weiß, was es bedeutet, mit Lieferanten zusammenzuarbeiten, und dann hast du bei dem einen vielleicht nur Kaviar, bei dem anderen hast du Gemüse, bei dem anderen hast du das, die musst du jonglieren. Und dann guckst du auf die Uhr und sagst, so Freunde, wo seid ihr? Ja, also ich habe allein schon für die Bestellung habe ich eine Deadline, zeitlich. Ja. Also, oder die eine Sache muss ich zum Beispiel bis um 3 bestellen, die andere kann ich bis um Nacht um 2, Fisch und so kann ich auch bis in die Nacht rein. Und danach ist eigentlich immer geregelt, eben die kommen am Morgen früh oder der Fisch kommt am 11 Uhr und man muss das im Vorhinein abmachen miteinander. Ja. Oder viel geht auch über WhatsApp oder über E-Mail. Also ich tue nicht so gerne telefonieren, darum schreibe ich immer E-Mails. Also, ja gut, aber es ist mal, ob es jetzt WhatsApp oder E-Mail oder Telefon oder was auch immer ist, ne, du musst das alles im Griff haben. Ja. Du hast also deine so, und wir haben das, ich finde das so faszinierend. Du hast dein Tagesgeschäft. So, und in dem Tagesgeschäft, du hast eine Karte. So.
Gut, das ist ja mega cool im Stern, ne? Das Menü Surprise. Ich habe nur ein Menü, ja. Ja. Also von dem her Das finde ich. Ja, ist es so ein bisschen kompakt. es ist, trotzdem. Das ist ja dann aber für die nächste Woche oder die Woche drauf oder wenn das nächste Menü kommt, musst du ja dann auch wieder planen. Ja. Nee, Also ich tue von Tag zu Tag. Also machst du nicht einen Wochenmenüplan? Nein, also das schon. Also das Menü Surprise läuft immer 2 Wochen. Mhm. Aber ich tue jeden Tag frisch bestellen. Ja. Also von dem her. Also die Mengen, die Zutaten. Übersicht. Ja. Ja, aber das ist. Ja, aber das lernt man ja. Naja. Also nicht. Es gibt bestimmt. Ja, doch. Naja, guck mal. Ich habe nicht Koch gelernt, ich weiß es nicht. Aber du hast ich auch bin eine nur schon Ausbildung überfordert. gemacht. Also, Aha, da ja, musst ja, du auch, sicher. Ja, gibt es auch gewisse Abläufe, Ja. die fix Ja. sind. Ja, aber ich glaube, also was würdest du sagen, wie viel kann man lernen und wie viel muss Talent sein? Ja, das ist jetzt, also ich glaube, für höher rauf musst du schon sehr viel Talent haben. Ja. Also es gibt auch viele Leute, die lernen einfach mal kochen, Mhm. dass sie etwas gelernt haben Mhm. und nachher gehen sie, weiß nicht, eins weiter oder gehen auf die Bank oder was auch immer oder irgendwie. Also mein Kollege verkauft jetzt Storen, hat die Firma von den Eltern übernommen. Okay. Ja. Also es gibt es auch oder eben, ja, es gibt verschiedene. Aber ich glaube, für wirklich rauf, dann musst du Talent haben, ambitioniert sein, nicht auf die Stunden schauen. Ja, du hast nicht mehr am Wochenende frei und. Deine Kollegen entfernen sich vielleicht und ja. Also. Wie hast du denn, also du bist ja dann hast du deine Ausbildung gemacht und nach der Ausbildung bist Auf Bern, das Bellevue Palace, das ist Okay. eigentlich gerade neben dem Bundeshaus. Ja. Mhm. Das ist Und wie so. lange bist du dort gewesen? Knapp ein Jahr. Also der Chef wollte, dass ich länger bleibe, aber ich habe es dann nicht mehr ausgehalten. Es ist sehr traditionell. Ja, sehr, ja. Und dann Ja. hast du Okay. eben, wie wir vorher gesagt haben, du schickst alles aus einer Küche. Also du hast Raumservice gehabt, dann hast du Bar gehabt, dann hast du das Gourmet-Restaurant gehabt, dann hast du Frühstück gehabt, dann hast du Events. Also da sind ja viele Politiker auch gekommen und dann hast du einfach so für 500 Leute hast du einen Apero-Risch gehabt. Yes. Und nebenbei hast du noch 100 Leute im Saal gehabt, die ein Menü hatten. Ja. Und, Ja. ja. Und ich habe einfach so eine Regelmäßigkeit gebraucht. Also ich wollte meine 2 Tage frei haben. Ich konnte es nicht haben, wenn ich... Also zum Beispiel, es war ja immer so, wenn du im Frei warst, hat dein Posten jemand anders gemacht, oder? Und dann bist du manchmal retourgekommen und dann hat es gesagt, ja, das ist nicht Prag, das ist nicht Prag. Und ich so, hä? Und das Gute ist eben, ich hatte den Chef auf meiner Seite. Also ich hatte immer alles parat. Ich hatte einfach so einen, der über mir war, der es dann halt nicht so... Ja, der war nicht so freundlich gewesen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt ist es gut. Und es war auch eine gute Station gewesen, als Commis de Cuisine, 1 Jahr dort. Und, ja. Was ist Commis de Cuisine? Das ist eigentlich der Jungkoch. Okay. Und der Papi hat gesagt, ja, ich tue dir keine Grenzen setzen oder ich sage nicht, wohin das du musst, aber du musst sicher einmal in einem 5-Sterne-Hotel gewesen sein. Weil wenn du so ein Zeugnis hast, dann kannst du überall hingehen auf der ganzen Welt. Ja. Oder die sehen, du bist Schweizerin und dann hast du 5-Sterne-Zeugnis und ja, dann stehen die Türen eigentlich offen und das habe ich dann auch gemacht. Ja. Also ich habe mich dann zuerst noch bei der Tanja Granditz beworben Ja. und sonst noch in Zürich an einem Restaurant und eben dort und die haben mich dann direkt genommen. Bei der Tanja habe ich dann eine Absage bekommen und ja, das ist noch ja. Das ist noch eine spezielle Geschichte, ja. Ja, erzähl. Ja, dann, ich finde es ja ganz spannende... ja. Ihr müsst mir da Frau. mal ganz kurz helfen. Wer? Tanja Grandit, also auch Spitzenköchin in Basel. Wie heisst jetzt das Restaurant? Stücke. Ja, genau, das Hat Stückchen. 19 Punkte und 2 Sterne, ja. Ja. Das ist eigentlich die beste, die wir haben in der Ja. Schweiz. Ja. Okay. Und sehr auf Kräutchen spezialisiert. Ja, und Ja. also Gerichte haben einfach eine Farbe und ein genau. Gewürz. Ja. Also es kann sein, dass es einfach orange heisst und dann nachher ist einfach alles mit Rüebli zum Ja. Beispiel oder irgendwie so. Okay. Und dann habe ich mich dort beworben, Absage bekommen und dann, ja, ist das, also ich wollte dann nie mehr dort hingehen. Also will der Also auch nicht zum Essen. Auch nicht zum Essen. Nein, Oh, nein. okay. Ganz so, oh. Ja. Ja, und dann bin ich zu Bern fertig gewesen und dann habe ich eigentlich ein Angebot gehabt für das Parkhotel Vitznau. Ist dann aber noch im Bau gewesen, ist noch nicht fertig gewesen. Dann bin ich noch kurz im Pfäffiken in der Schweiz, Sedan Plaza. Und nachher ist eigentlich das Hotel fertig gewesen, und dann konnte ich gerade anfangen und da bin ich dann auch knapp ein Jahr gewesen. Und die haben dann gesagt, hey, Tanja sucht jemanden. Und ich so, ja,
Hat er nicht gesagt, was mein Problem war. Und dann habe ich gedacht, ja komm. Und die haben damals einen Chef de Partie gesucht, also das ist dann schon der Postenchef. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist noch zu hoch für mich, ich kann da nicht gehen. Und so, ja, jetzt bewirbst du dich. Und dann habe ich mich beworben, habe dann aber reingeschrieben, eben, ich würde eher den Demi-Chef bevorzugen, der ist eins unten dran, weil ich fühle mich noch nicht bereit für Chef de Partie. Und dann habe ich eigentlich gerade 3 Tage Probe gearbeitet und dann habe ich eigentlich gerade anfangen. Und dann habe ich eigentlich in 2 Wochen habe ich von Vitznau auf Basel gezügelt und ja, es war eigentlich sehr spannende Reise gewesen. Ja. Und hast du dann, Andi, musst du was trinken? Genau, vielleicht das wir Getränk. Da ist jetzt nur Wasser drin. Gerne, ja. Und also von Vitznau auf Basel bist du dann und also da bist du dann als Demi-Chef eingestiegen auch? Genau, oder? richtig, ja. Genau. Und nachher bin ich eigentlich recht schnell Chef der Party geworden und bin dann am Schluss endlich 3 Jahre dort geblieben. Und ich habe direkt, also ich weiss noch, ich habe im Dezember angefangen und danach habe ich direkt, glaube ich, innerhalb einem Monat habe ich irgendwie alle auf meiner Seite gehabt, wir haben es alle so super gehabt und auch mit der Tanja, ich habe dann direkt für sie dann ihre Posten eigentlich mit produzieren und nachher ist ihre Tochter auch gekommen, da habe ich auch direkt den Funken mit ihr und ja, es war wirklich ganz speziell und sehr familiär gewesen, ja. Und dann hat es mir so gut gefallen, dass ich eigentlich, das war ja nie geplant, ich habe nie gewusst, wie lange ich bleiben will. Und ja, sind es dann halt 3 Jahre geworden. Du bist 3 Jahre im Stück gewesen? Ja. Ich habe dann auch eine kleine Wohnung gefunden cool. und ja, also wirklich dann auch, ja, man hat sich dann nicht, ich sage jetzt nicht aufgeopfert, aber man hat einfach jeden Tag das Beste geben für sie. Und dass sie einfach immer alles hat und ja. So sie ist ja auch, ich habe aber von ihr auch einen Doc gesehen auf dem SRF. Ja, also hat einmal etwas gegeben, gell? Ja. Einen Tag begleitet oder irgendwie so. Ja, wie ist jetzt die Doc gegangen? Das mit Mona gewesen? Ja, genau, Mona Fetsch, genau. Ja. Mona Fetsch ist auch, ich glaube, muss ich mir dann mal angucken. Hey, also wirklich, ich finde es total spannend, aber so die Sachen und ja, Tanja Granditz, die beeindruckt mich schon. Ich bin noch nie im Stück zu Basel gewesen. Was? Nein, Oh. nein. Also muss ich mal gehen. Absolut, ja. Gut. Auch im Sommer mal. Mega schön. Terrasse. Kräutergarten. Ja, wirklich. Ja, und sie hat mich auch sehr beeindruckt. Und sie macht das auch mit einer Ruhe und mit einer Selbstverständlichkeit. Das stimmt, ja. Es ist wirklich der innere Frieden. Sehr beeindruckend. Wie wählt man sich denn, Angie, soll ich dir einen Ricola holen? Hey, ich wäre mega froh, ich weiss im Fall nicht, was ich hole dir gleich, ich hol dir gleich einen Ricola. Ah. Dann könnt ihr ja ganz kurz über meine Frage. Wie sucht man sich denn die Küche aus, in der man arbeiten möchte? Sucht man die sich aus nach Küchenrichtung oder nach Auszeichnungen? Sehr schön. Oder nach Auszeichnungen oder nach oberster Mensch? Ich glaube, da ist jeder individuell. Also für mich ist es jetzt mehr darum gegangen, was interessiert mich, was ist spannend, wo will ich hin nachher. Also ja, das ist eigentlich so das, was ich wählen. Also mir ist gar nicht groß um die Auszeichnungen gegangen oder irgendwie. Und ja. Weißt du, wie war denn das für dich gewesen? Dann bist du in Vitznau und hast gehört, ja, aber Tanja Granditz sucht jetzt jemanden. Und hast du dann zuerst gar nicht wollen, dich nochmal? Genau, ja. Nein! Also ja, ich habe gedacht, nein, das kann ich jetzt nicht. Und, also, aber ich habe niemandem erzählt, dass ich einen Absack bekommen habe. Und ich habe es, der Tanja auch nicht gross. Ich habe es dann, sie, die das Büro macht, ihr habe ich es dann einmal gesagt, ich so, hey, ich habe mich schon mal beworben. Also, ja, und dann, was hat sie gesagt? Alle gelacht und ja, aber ist kein Problem. Also, ich habe dann gedacht, komm, jetzt gebe ich ihr noch mal eine Chance und dann machen wir das. Und dann, ja. Aber es hat mir so gut gefallen, dass ich dann gerade angefangen habe. Ja, ja, das ist mega cool. Ja. Und dann bist du eben 3 Jahre im Stück gewesen? Ja, und einfach auch mega Glück gehabt, dass die Stelle frei war. Also, ja. Und deine Eltern eigentlich in dieser Zeit immer im Glarnerland? Ja, genau. Sie haben dann nebenbei... mein Held. Mein Held. Danke vielmals. Sie haben dann nebenbei... Es hat damals die Baustelle gegeben für Lind-Limmeren von der AXPO. Die haben einen Staudamm gebaut in Lindtal. Und dort sind sie dann wie angefragt worden, dass sie dort die Mitarbeiterkantine machen können für 400 Leute. Ja.
Dort waren sie. Und nachher haben sie dann gewechselt auf Aarau in Ebbenberg. Dort hat die SBB einen Tunnel gebaut, so 3-spurig. Genau. Und nachher war dann wie, ich habe dann wie gemerkt bei der Tanja, ich muss jetzt eine Veränderung haben. Also ich wollte nicht mehr angestellt sein, ich wollte irgendwie mein eigenes Ding machen. Ich wollte meine eigene Chefin sein, ich wollte selber können bestimmen, was läuft. Wie hast du das gemerkt? Es ist einfach so gekommen. Also ich kann es nicht beschreiben. Also sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch dort. Ja, also weißt, hast du es in der Freizeit gemerkt, wenn du irgendwie mit der Ross unterwegs warst? Oder? Nein, eigentlich beim Arbeiten. Also es war so ein Cut. Ja. Eigentlich so jetzt. Also ist ein Tag gekommen, wo du gewusst hast, ja, so jetzt? Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne aufhören und ich wollte mich selbstständig machen. Sie sagten, ja, das ist super und so. Es ist mega, mega schade und sie hängen an mir und ja. Aber es ist gut, dass ich selber etwas machen muss. Und dann bin ich wie heimgekommen, eben dort auf Aarau und Nebenberg und dann habe ich gesagt, hey, ich glaube, ich will mich selbstständig machen. Und dann war wirklich klar, das Projekt ist dann fertig. Ja. Und, also bei deinen Eltern? Ja, genau. Und bis dann müssen wir dann etwas haben. Und dann nachher haben wir ein bisschen umgeschaut, wir haben da verschiedene Sachen angeschaut. Und dann war wie, der Stern war ausgeschrieben online. Und dann nachher mein Vater so, nein, das ist nichts. Wegen? Weil die Bilder sind immer so am Berg rauf gsi. Also die Bilder, die sie drin hatten, sind so richtig Berg gsi. Und hast du sie gar nicht gesehen? Gar nicht gesehen. Okay. Nein. Ja. Und irgendwie ist es auch nie, der Zug war für uns allgemein nie auf dem Schirm gsi. Okay. Ich weiss auch nicht wieso. Und dann nachher hat dann die Mami gesagt, komm jetzt, wir können mal vorbeifahren. Nachher sind sie anscheinend vorbeigefahren und er so, Papi so, oh, das ist schon mega schön da, wir müssen sofort Proben arbeiten und musst sofort anrufen, dass wir gehen können. Und dann, ja. Ist das noch mit Zweders gsi? Ich weiss gar nicht. Nein, es war schon der Franz. Ah, ja, genau. Aber es ist dann, in dieser Zeit war es ja zu, wo wir uns dann beworben haben. Es war ja 1,5 Jahre lang zu, ja. bevor wir gekommen sind. Genau. Und dann sind wir eigentlich eingeladen worden zum Probekochen. Das war eigentlich der innere Kreis von der Familie Hürlimann, plus ein paar Freunde. Welche Hürlimann sind es? Weil ich bin ja Beute Hürlimann, ne? Ich bin mit einer Hürlimann verheiratet. Okay. Welche Hürlimann sind das? Ach, Christoph und Tobias. Genau. Ach so, ach guck, ja, genau. alles klar, gut, alles klar. Und Yvonne und so. Die genau. Kommen, ja, genau. Elisabeth, ja. Genau, ja. Und dann nachher haben sie so wie beim zweiten Gang gesagt, ja, da könnt ihr den Schlüssel haben. Und dann mein Vater so, nein, wir machen jetzt da zuerst noch fertig. Und, ja. Was haben ihr gekocht? Weißt du es noch? Ich weiss es noch knapp. Also so sicher Rauchlachs haben wir gemacht und der Rest, ja, einfach was gerade die Saison hatte. Das war glaube ich im Mai rein, wahrscheinlich etwas mit Spargeln und Scampi. Und, ja. Nein, es war cool. Ja. Und hast du die Küche so vorgefunden, wie du sie dir auch vorgestellt hast? Oder bist du dann nochmal rein und hast gesagt, so, jetzt brauche ich nochmal das und jetzt müssen wir umbauen und der Weg stimmt nicht? Es ist eigentlich perfekt eingerichtet. Das kann man sagen. Klar, die Geräte sind vielleicht ein bisschen älter, aber ich wüsste jetzt nicht, wieso dass ich jetzt da reinkommen und sagen, hey, du musst alles neu machen. Und also, nein, ich bin schon allein der Typ nicht für das. Also ich habe die Sachen, die ich habe und es langt wirklich völlig. Also da hat wirklich jemand sehr gute Arbeit gemacht, der das konstruiert hat. Und, aber ich kenne Kollegen, die wahrscheinlich würden sagen, nein, das passt mir nicht und das müssen wir rausreißen und das müssen wir neu machen. Und, ja, also, ich weiß nicht. Also du hast so alles so vorgefunden, wie es jetzt ist. Wie es jetzt ist. Ja. In der Küche habt ihr an, ich finde das wahnsinnig interessant einfach, habt ihr Geschirr, Besteck, Gläser? Also wir haben den Teil Inventar haben wir übernommen. Ja. So Töpfe, so und also sagen aber so Geschirr und Besteck und so, genau, das haben wir alles. Ja, es war schon dort gewesen. Ein Teil haben wir jetzt wie erneuert. Also auch vor allem Weingläser und so. Und also, ja, die alten sind jetzt im Keller und die neuen sind jetzt auf dem Tisch. Aber das Besteck zum Beispiel ist immer noch das Gleiche. Also, und die Teller sind alle neu, die Tücher sind neu. Ja. Also wir haben dann einfach haben wir dann die Sachen zugekauft, die wir gebraucht haben. Aber zuerst haben wir mal gestartet. Weil wir haben ja das Inventar auch übernommen und gezahlt und ja.
also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Aber jetzt sind die Probe kochen und dann haben die Süleymannen gesagt, da, wir haben den Schlüssel für Spass. Und dann? Dann haben wir eigentlich wie ein Datum abgemacht, weil meine Eltern haben noch gearbeitet bis im September. Und dann haben wir eigentlich gesagt, ja, am 1. Oktober fangen wir an. Und das haben wir dann auch so durchgezogen. Also ja, wir haben nicht grosse Vorbereitungszeit gebraucht. Es gibt ja Köche, die ein halbes Jahr schon vorher eingestellt sind, dass sie überhaupt wissen, was sie genau sind. Also, es gibt dann die Extreme gibt's dann auch. Und weißt du, was ist dir durch den Kopf? Ich meine, wie alt bist du, wo du das 26? Ja. Jetzt bin ich 33, ja. Bald 34 dann, nächstes Jahr, ja. Weißt du, was ist dir durch den Kopf, wo du gewusst hast, so, jetzt haben wir den Pachtvertrag unterschrieben, im Oktober geht es los? Ja, eigentlich nicht viel. Das ist ja manchmal ausgezeichnet. Noemi, sehr cool. Ja, Voll. genau. Also wirklich, ich habe mir gerade heute darüber überlegt. Ja. Also ich habe es erst realisiert, als ich dann einmal den ersten Termin hatte bei der Buchhaltung und beim Versicherungsbroker. Ja. Ich dachte, oh, jetzt wird es glaube ich ein bisschen ernst. Ja. Und dann hast dann gewisse Termine hast dann auch mit Menükarten und dieses und Webseiten und dort ist es mir noch nicht so aufgefallen, aber wo es dann wirklich so ein bisschen um die wichtigen Sachen gegangen ist. Aber weißt du, hast du das Konzept vom Restaurant, das hast du schon gehabt? Ja, so im Kopf, oder? Ja, klar, ja. Also wir haben schon gesagt, sicher mal eine kleine à la carte Karte und ein Menü. Und dann haben wir mal so gestartet. Wir haben jetzt erst mal, wir haben die Region gar nicht gekannt, wir haben die Leute nicht gekannt. Und dann haben wir wie einfach gesagt, wir fangen jetzt mal an. Und dann haben wir wie ein Jahr durchgearbeitet eigentlich. Wir haben auch gar keine Ferien gemacht. Und dann, oder im Januar haben wir dann einmal, glaube ich, haben wir dann mal eine Woche zugetan. Und dann, ja, nachher einfach Step by Step. Also ich hätte mir auch nicht erlauben, dass ich mit so einem krassen High-End-Konzept reinkomme. Also ich wollte zuerst mal ankommen. Ja. Und was dann auch mega überraschend war, ist, wir haben im Oktober aufgetan und ich glaube im Januar, Anfang Januar haben wir dann schon in der Schweizer Illustriert, haben wir dann schon 14 Punkte bekommen. Da habe ich auch gesagt, wer ist denn da vorbeigekommen? Ja. Also gar nicht, das wäre gar noch nicht auf meiner Liste gewesen. Das ist dann einfach so gekommen. Ja. Also das Konzept für den Stern, hast du das schon... Hast du ein Konzept, wenn ich mich mal selbstständig mache, dann möchte ich das tun? Hat sich das schon in den anderen entwickelt, in den anderen Anstellungen? Oder? Ja, und vor allem, du musst ja wie einen Businessplan haben. Ja. Weil sonst, das ist ja dein Fahrplan eigentlich. Ja. Sonst bist du einfach völlig verloren. Ja. Also ja. Und dann, was da sicher geht, ist, dass wir am Zugersee sind. Dass wir sicher mit Fisch machen und nicht nur Fleisch. Ja. Also, das ist ja schon mal klar. Ja. Und wir haben da sehr coole Bauern rundherum auch. Und also wirklich gute Leute, die wirklich mega super Gemüse machen. Und ja, wieso die nicht berücksichtigen? Oder gerade jetzt im Walchwiler Berg oben, oder mit der Käserei Rust oder mit der Brennerei vom Eichhof. Ja. Also wieso soll man die nicht berücksichtigen? Und so musst du dann einfach vorgehen, ja. Oder die Eier haben wir auch von Walchwil. Ja. Also gut. Ja. Wo haben die Eier her, darfst du das sagen? Vom wie heisst es? Zipfel? Nein, vom Baltis. Wie heisst es? Ja. Marlies Batschert? Nein. Zuerst haben wir vom Stefan Enzler die Mutter gehabt. Ah, ja, genau. Ja. Und jetzt haben wir sie vom Walchwiler Berg oben. Wie heisst der? Scheiße. Ich bin ein bisschen schlecht mit der Batschert. Also es hat so gut gemacht, weiss ich, dass sie Eier haben. Wo denn? Auf welcher Höhe? Oben. Ja, oben. Ja, sehr gut. Ja, gut. Vielleicht da, wo der Gügel aufgewachsen ist. Wie heißt das? Der Gügel. Ja. Genau. Ja, genau da. Das schneiden wir dann raus. Genau. Nein, wir sind alle entschuldigt, bitte. Er ist auch in der Kooperation in Walchwil. Er ist auch in der Kooperation. Jetzt Achtung. Wer ist schnell denn? nachschauen. Jetzt habe ich mein Handy. Na gut, es ist ja. Ist ja wurscht. Das ist eine blöde Frage gewesen. So, ja. Das gut, aber das. oder Bäckerei Killenstägli von Art. Ja. Also es ist eben
du musst ein bisschen so denken, dass du ein bisschen so alle berücksichtigst und dass dann in dein Menü oder deine Karte reinlaufen lässt. Bäckerei. Kennst du Sour Bros im Sattel? Ja. Bin ich 2-mal hingefahren und ist zu gewesen. Also einmal hatte er Ferien gehabt, weil ich habe geschaut, ist er überhaupt offen, weil ich habe schon gehört, dass er nicht so zuverlässig ist. Und dann bin ich wirklich 2-mal abgebrannt. Ja. Aber ich glaube, er macht sehr gute Sachen. Ich finde, er macht wahnsinnig gute Sachen. Ich habe noch nie gehört, was Nein? ist das? Sour Bros ist, Adam ist, was ist er, Neuseeländer? Irgendwie sowas. So, und der hat so ein Hole in the Wall in Sattel. Das ist was sind das, 20 Quadratmeter Backstube, 30 Quadratmeter. Ui. Und der macht alles nur Sauerteig, verschiedene Produkte. Und wenn du dann an einem Backtag hinkommst, um 8:45 Uhr steht ein Schild draußen ausverkauft. Das ist brutal, ja. Es ist, obwohl er nicht, aber er beliefert inzwischen ja auch einiges an, das Birdies zum Beispiel beliefert er und einige Restaurants und Hotels. Und das Brot und Focaccia und er hat einen eigenen Instagram-Kanal und das ist auch ganz lustig. Also das ist schon gut. Das ist verrückte Sache. Noch nie gehört. Und hat jetzt, glaube ich, den Raum daneben auch und hat er jetzt ein Bistro irgendwie drin. Also lustig. Ich glaube, er ist auch nicht gelernt, oder? Nee. Ich glaube, er hat sich das selber... Ja, genau. Und hat jetzt irgendwie 2 Bäcker noch gesucht. Also ich finde, pass auf, ich hab von Oma eine Sauerteigkultur, was könnte ich denn damit machen? Und wahrscheinlich hat so angefangen. Und dann, also großartig. Okay. Also ich finde auch, das Killerstagliet sehr feines Sauerteigbrot. Das ist eines von meinen Lieblingsbrot, das Killerstagliet. Ja. Sauerteig. Stimmt. Jetzt, pass auf, was mich interessiert, ganz, ganz viel interessiert mich. Aber jetzt haben wir vorhin schon einmal ein paar Fachbegriffe gehört, was Küche anbelangt. Ich habe immer ganz, ganz große, und das wird für dich auch, nein, das ist dein täglich Brot damit. Das ist, wenn ich mir denke, okay, gut, ich alleine habe ein Gericht bestellt, das 5 verschiedene Garstufen hat. Und die anderen, die am Tisch sitzen, haben nochmal was anderes bestellt und die haben auch alle unterschiedliche Garstufen. Wie in Gottes Nein, nicht nur das Fleisch, sondern Fisch, das Fleisch hat ja ein bisschen was anderes und dann hat der andere noch Fisch und dann habe ich noch Gemüse auf dem Teller und dann habe ich nicht nur Gemüse, dann habe ich Röbli und dann habe ich Kartoffel und dann habe ich das. Ja. So, in Gottes Namen, wie geht das? Also, das finde ich also unvorstellbar. Also es ist ja so, dass der Service die Bestellung aufnimmt. Wie macht ihr es? Ruft ihr es rein oder habt ihr ein Bon-System? Es gibt natürlich Maschinen, aber wir machen alles von Hand. Wir schreiben. Ja. Und eigentlich super wäre natürlich, wenn du so einen super Verkäufer hättest, der allen das Gleiche verkaufen würde, oder? Ja. Dann bist du schon mal safe. Aber schlussendlich geht es eigentlich darum, du kommst den Bon über, du tust es annoncieren, also du tust es vorlesen, dann weiss jeder Bescheid auf dem Posten, was läuft. Und danach tust du eigentlich wie viele Minuten brauchst du. Oder wie lange hast du. Oder können wir in 5 Minuten anrichten. Und dann musst du einfach schauen, dass alles in 5 Minuten parat ist, heiß und die richtige Garstufe hat. Und dann kommt eigentlich von jedem Posten dann die Ware zusammen und jemand tut dann vorne anrichten. Okay, gut. Aber dann hat ja auch, also es ist mir, ich weiß auch nicht. Also jetzt hast du irgendwie 4 verschiedene Tische angenommen. Genau. Und die kommen alle miteinander. Kann passieren, ja. So, und dann Worst Case. Genau, und dann und dann tust du tust nicht nach Tisch Bestellung abarbeiten, sondern nach Menü. Du tust nach Tisch? Ja, genau. Okay. Jeder Tisch, also die einen dann die Uhrzeit aufschreiben, wenn der Bon reingekommen ist. Und dann tut man mit Uhrzeiten arbeiten oder dann hinschreiben, wie lange das man gebraucht hat. Und also das machen dann die in diesen super Edelrestaurants sind. Die haben dann so eine riesige Liste vor sich, welcher Tisch, wie die heissen. Ach, das ist das Buch, das dann immer da liegt, wo sie dann auch alles eintragen. Und ja, also das ist eher das Reservationsbuch. Aber es gibt dann so Küchenchefs, die haben wie so einen Plan vor sich. Da dann sie alles reinschreiben. Aber ich habe keine Zeit für so Sachen. Also, ja. Aber dann tust du eigentlich quasi Tisch für Tisch. Genau, richtig, ja. Dann sagt man, hey, Tisch 1 kann man schicken, sagt der Service, und dann sagen wir, ja, okay, ich brauche 5 Minuten. Okay, also du schaust eigentlich, dass wenn Tisch 1, wenn dort 4 Leute etwas bestellen, du schaust eigentlich, dass du die 4 Sachen alle miteinander
ready hast. Ja, musst. Ja. Und das und das innerhalb von, also jetzt angenommen, die Bestellung kommt rein. Ja. Wie lange geht es bis jetzt den Hauptgang? Ja, kommt dann darauf an, wie viel Gänge das vorher. Also zuerst kommt noch das Amisbusch und das Brot. Es geht relativ zackig und dann nachher halt gibt es halt Leute, die viel zu reden haben, dann geht es halt ein bisschen länger. Dann gibt es halt Leute, die recht schnell essen wollen, dann heisst es ja, kannst du weitermachen. Also wir haben einen Gast, der kommt jede Woche, der nimmt immer Vorst bis Hauptgang, manchmal nimmt er noch einen Zwischengang und dann heisst es einfach, ja, schneller Service und dann ist in 3/4 Stunde ist der fertig. Okay. Ja, also da wissen wir schon, der nimmt sicher immer ein Rindsfilet im Hauptgang. Also ja, also eine in der Woche im Sterne. Genau, der will dann wissen, gut. was wir heute haben. Ja. Und dann machen wir, also wir haben ja keine à la carte in dem Sinn, aber für ihn tun wir dann immer, okay, wir haben heute ein Rindsfilet oder wir wissen, dass er sehr gerne Lachs hat. Oder jetzt haben wir Trüffelravioli drauf. Dann wir das einfach anbieten, genau, oder anpreisen. Oder dann haben wir haben auch 2 Gäste, die kommen damit spontan vorbei. Die können dann einfach nur eine Portion Ravioli essen. Und dann halt so. Man muss halt ein bisschen eingehen auf Gäste, oder? Ja. Aber es läuft ja nichts linear. Es ist ja alles, also du arbeitest an dem einen Tisch und dann kommt die Benachrichtigung für den anderen Tisch und dann kommt noch das. Und ach übrigens, was ich noch vergessen habe, der möchte das und das. Das heißt, du musst alles aufnehmen. Und alles im Kopf behalten. Alles im Kopf behalten. Ja. Du hast alles parallel auf verschiedenen Garinstrumenten. Ja. Hier hast du was im Konvektomaten und da hast du was auf der Herdplatte und da hast du was am Salamander und da hast du nicht gesehen. Genau, ja. Also früher in den Stellen, die ich hatte, hast du jetzt zum Beispiel nicht am Pass schauen. Also du hast einfach der Chef gestanden, der hat seine Bons dort gekannt, du musst dir alles merken. Also alles. Und jetzt zum Beispiel bei uns können alle schauen kommen. Also auch der Service. Ja. Und ich tue dann einfach alles abstreichen. Aber früher, da hast du alles im Kopf behalten. Wahnsinn. Also ja, es ist einfach mega geistige Arbeit auch. Ja. Es ist nicht nur physisch, sondern auch im Kopf. Das ist dann ein Stück weit auch Training, aber da sind wir wieder bei dem Talent. Genau, wenn du das nicht kannst, dann kannst du das nicht. Ja. Also. Das merkt man aber dann wahrscheinlich relativ schnell. Ne? Ja, so, genau. Wie war das nochmal? Ja, was wollte der haben? Du bist ja wirklich überfordert. Oder auch, als ich in Bern war. Ich meine, dann haben wir noch Französisch gehabt. Oh Gott, ja. Und ich habe schon in der Schule Französisch gehabt, aber bis dann die Fachbegriffe dann alle wieder drin hast. Ja, also wir haben das schon in der Berufsschule gelernt, aber bis eben da Epinar, ja, Spinat, logisch, oder? Also du hast dann alles wieder. Und dann hast du dann eben, morgen um 9 Uhr hast du ein Meeting gehabt und dann hast du einfach 15 Minuten Zeit gehabt, um deine Fragen zu stellen. Und wenn du dann einfach nicht gestellt hast, dann weißt du dann einfach nicht, was Epinar ist, oder? Und dann musst du dich einfach auch vorbereiten. Und das ist dann noch ein bisschen die Challenge. Ja. Und dann nachher eben, dann hast du deine Dokumente und du weißt, wer was hat. Und dann nachher, wenn es dann anfängt und du bist dann nicht parat oder du kannst dann nicht am Pass schauen, wer welche Bestellung hat, dann bist du einfach verloren. Und dann ist eben schnell, dass du überfordert bist. Und dann ist es streng, dann hast du Stress und dann viele geben ja dann auf, oder? Ja. Also es ist dann wirklich Kopf und Körper, wo dann muss stimmen. Ja. Also Hochleistung. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es ist eine echte, also Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Und es ist ja auch körperlich. Also ich meine, du stehst ja die ganze Zeit. Du stehst, gut, du stehst die ganze Zeit und du bewegst dich die ganze Zeit und du von A nach B und du gehst mit scharfen Instrumenten und mit heißen Instrumenten und mit, hast du nicht gesehen? Ich glaube, das mit dem Stehen, das kommt dann einfach mit der Zeit. Also klar, als ich in die Lehre gekommen bin, bin ich am Abend kaputt gewesen. Ja. Also, ja. Und auch in der Schule dann also wir hatten dann wie Blockschule in der Berufsschule, oder? Also ich jetzt, weil ich in Saisonbetrieb die Lehre gemacht habe, da bist du einfach den ganzen April und den ganzen November bist du in der Schule gewesen, oder? Und dann bist du einfach eben, da hockst 12 Stunden. Und dann am Abend bist du auch kaputt. Ja. Aber das kommt dann mit der Zeit. Also klar habe ich jetzt heute auch manchmal ein bisschen strengere Tage oder heute mag ich jetzt nicht. Und das gibt es schon auch, aber ich glaube, du bist schon so gefestigt, dass das eigentlich, wenn du jetzt da 15 Stunden stehst, kein Problem ist. Ja. Also ich muss einfach am Nachmittag schnell hinlegen. Ja. Also dann mache ich kurz Powernap oder eine Stunde schlafen und dann geht es mir wieder gut. Ja. Wann fängst du morgens an? Eigentlich am 9 Uhr. Kann dann auch sein, dass es früher ist. Und dann nachher ist eigentlich bis am 2, 3 und dann hast du kurz Pause und am 5 Uhr fangen wir wieder an. Und dann einfach bis Schluss. 11, 12, 1. Aber jetzt heute Abend hast du nichts mehr? Nein.
Also, da habe ich fast ein schlechtes Gewissen gehabt. Nein. Also, es gibt schon auch Tage, wo wir Montag, Dienstag eben aufmachen für Grüppli oder für Events oder eben Fotoshooting oder Interview. Das mache ich einfach alles Montag, Dienstag. Und weil ich kann nicht am Nachmittag noch da 2 Stunden Interview machen und fotografieren. Ja, und dann gehst du am Abend wieder in die Küche. Bin ich völlig gestresst. Ja. Das stresst mich dann wirklich. Nein, logisch. Ja, das logisch. glaube ich. Hey, aber weißt du, wenn jetzt noch so ein bisschen du sagst, aber du bist einfach, du hast so den Weg vor Augen gehabt und du bist dann einfach gegangen, so quasi deiner Intuition nach mit Selbstständigkeit. Hast du auch Momente gehabt, wo du gezweifelt hast, wo du manchmal so ein bisschen Angst gehabt hast, vielleicht auch? Eigentlich gar nicht, weil ich habe wie meine Eltern im Rücken. Ja. Klar gibt es Tage, wo ich denke, was mache ich da eigentlich? Also wirklich. Ja, aber weißt, also ich finde schon, also ich meine, du bist sehr jung, sehr exponiert. Ja, nein, Ja. aber ich habe nie Angst gehabt. Also ich glaube, Angst hätte ich gehabt, wenn es nicht angefangen hätte zu laufen. Also wenn niemand gekommen wäre. Also wir haben jetzt am ersten Tag, glaube ich, also ich weiss noch, am ersten Tag, wo wir offen hatten, haben wir 2 Personen gehabt. Ja. Also, aber die kommen heute noch. Und dann haben wir einfach, nachher haben wir einfach keine Leute mehr gehabt. Und dann am Wochenende ist es dann wieder gegeben und dann immer mehr. Und wir haben dann auch nie ein grosses Inserat geschaltet. Also von dem her, das ist jetzt auch noch so ein Punkt, da hätte man vielleicht schon vorher müssen intervenieren. Aber ich habe eigentlich nie Angst gehabt, nein. Klar, wenn es mal einen Tag, 2 gibt, wo du jetzt hast, oder mal eine Woche, wo nicht so gut läuft, hinterfragst du schon, was haben wir falsch gemacht oder was können wir noch machen oder ja. Aber ich glaube, das hat jeder Mensch. Woher nimmst du die Stärke? Ich weiß es nicht. Also, ich glaube, das ist einfach in mir. Ja, ich wollte es einfach gut machen und ich wollte einfach, mir gefällt es da mega und ich habe mega Freude an den Gästen und ja, es ist wie so, also das hat man ja, wenn man angestellt ist und man ist hinten in der Küche irgendwo als dritter Mann oder dritte Frau hinten dran, du hast nie Gästenkontakt gehabt. Also, oder klar hat der Küchenchef mal gesagt, hey, es war super gewesen, oder die haben es mega gelobt, aber du hast nie ein Gesicht vorne dran. Und das ist jetzt wieder da, ist mir das mega klar geworden, hey, ich mache es ja eigentlich für jemanden. Und sie haben auch mega Freude, wenn ich dann am Schluss rauskomme und die Hand gebe oder irgendwie noch einen schönen Abend wünsche oder alles Gute. Oder, ja, also das schätze ich mega und das erfüllt mich auch mega, dass ich jetzt wie kann den Leuten etwas geben kann. Ich finde das sehr beeindruckend, wie du das erzählst. Und eben in so einer Selbstverständlichkeit. Ja. Einfach in einer Selbstverständlichkeit. Ich finde das wahnsinnig beeindruckend. Ich finde das etwas mega Schönes. Also ich habe schon auch, als Teenager hatte ich schon so kein Selbstbewusstsein gehabt und wirklich also schlimm. Und jetzt hat es sich wie aufgelöst. Also durch all die Stationen, die ich gemacht habe und alles, was ich erlebt habe, bist du einfach gestärkt. Und jetzt, und einfach, weil du dich selber drin hineingeschickt hast. Ja, und jetzt bist du wie selber vorne dran und jetzt hast du einfach Power und ja. Ich finde das sehr, sehr schön. Danke. Du hast die Kontrolle. Ne? Ich glaube, das ist die Kontrolle und du machst was du kannst und was du gelernt hast. Und also das Selbstverständliche, ne? Also wenn ich dir eine dusselige Frage stelle, dann guckst du mich an so, ja natürlich. Also, wovon redet der denn? Es kommt verinnerlicht. Du hast das verinnerlicht und du bist Küchenchefin auf der einen Seite, aber du bist Unternehmerin auf der anderen. Und du bist Gastgeberin. Ja, genau. Natürlich deine Eltern auch, das ist klar, aber du bist Gastgeberin. Du bist so ein bisschen das Gesicht vom Betrieb, ja. Genau. Und wenn jemand, und das finde ich immer so wichtig, und da haben wir schon x-fach in anderen Zusammenhängen gesprochen, ne? Die Zeit ist das Wichtigste. Die Gäste kommen ja, um Zeit zu verbringen, und zwar Zeit in einer Gastlichkeit und Zeit mit gutem Essen und gutem Trinken. Ganz klar, ja. Und das ist das Wichtige, eine gute Zeit zu präsentieren. Ja, absolut, dass sie können, etwas zelebrieren können. Und ich glaube auch, was ich jetzt ein bisschen gemerkt habe, sie wollen auch wissen, wem sie das Geld bringen. Also sie wollen das Gesicht vorne dran haben. Schön. Ja. Schön. Also ich erlebe es auch selber, wenn ich aus der Tür rauslaufe bei einem Restaurant und mir sagt niemand Ade. Ja. Oder wenn man mich sieht und niemand, also ich war auch schon zu Zug in einem Restaurant und da sind sie nebendran am Rauchen gewesen und wir sind raus und es hat einfach niemand Ciao gesagt. Da muss ich auch sagen, es ist einfach mega schade und so wollte ich es einfach nicht machen. Ja. Das ist dann schon wieder so ein bisschen, genau so wollte ich es eben nicht machen. Ja. Darum wollte ich es bei mir eben richtig machen.
Ja. Wie holst du dir Inspiration jetzt für neue Menüs oder neue Kreationen? Also viel gibt natürlich die Saison her. Also was gerade eben Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Was ist gerade auf dem Markt? Was hat jetzt zum Beispiel der Bauer vielleicht etwas Spezielles angebaut oder was gibt es für Produkte? So ein bisschen, ja. Also jetzt eben weisse Trüffel gibt es jetzt nur jetzt, oder? Das biete ich einfach jetzt an. Oder dann Spargel im Frühling, Erdbeer dann auch im Frühling, Sommer und nicht schon vorher. Ja. Oder es gibt ja dann viele Leute, die kommen, ja, beim Migros oder Coop gibt es schon Erdbeeren. Ja. Wieso haben genau. die noch nichts? Ja, probieren Sie die Erdbeeren mal. Ja. Oder auch mit dem Wild, oder? Also ich fange eher später an. Dann haben die Leute schon keine Lust mehr, oder? Da muss ich sagen, ja. Aber jetzt ist Saison und nicht vorher und nicht nachher. Wann fangt ihr mit Wild an? Eigentlich immer im Oktober. Ja, so nach der Herbstferien bei uns, ja. Und Oktober bis Mitte November. Genau, ja. Genau. Ja, es ist so. Und tust du Gericht aufmalen? Tust du sie auch zeichnen? Habe ich früher gemacht, mache ich jetzt nicht mehr so. Nein, ist alles im Kopf eigentlich. Aufmalen im Sinne von, du malst dir einen Teller und dann weißt du, wie das da drauf liegt. Und, okay. Ja. Also das wusste ich nicht. Mal weiss ich einfach gewusst, dass sie das. Ja, aber finde ich cool, ja. Ja, ich finde auch, ich bin dann so beeindruckt von diesen schönen Rezeptbüchlein mit diesen Handskizzen. Ja, das ist auch cool, ja. Also ich glaube, dann ist einfach auch etwas Schönes. Aber hey Noemi, wer bist du, wenn du nicht im Sterne bist? Erzähl. Ja, eigentlich... Aber Ross ist aber gefallen. Ja. Meine Leidenschaft sicher für Ross. Das ist ja so, ja. Also hast du keine eigene? Jetzt nicht mehr, nein. Also ich hatte jetzt lange eigene gehabt, und als ich eigentlich in die Sterne gekommen bin, musste ich aufhören. Weil ich dann auch, ich bin Turnier geritten und die sind meistens am Wochenende. Bei der Tanja jetzt zum Beispiel haben wir Sonntag, Montag zu gehabt, dann nicht mehr am Sonntag auf Turnier. Das ist jetzt halt leider nicht mehr möglich. Weil jetzt haben wir Montag, Dienstag zu und das sind fast keine Turnier. Ja. Und dann habe ich wie gesagt, ja okay, ich muss mich jetzt auf das konzentrieren, und ich konnte das Ross damals sehr gut verkaufen und habe dann eigentlich aufgehört. Und jetzt habe ich seit dem 21 habe ich eigentlich angefangen mit Handeln. Also ich einkaufe junge Rosse einkaufen und das dann ausbilden mit einem Partner zusammen. Okay. Und danach wir es dann verkaufen ins Ausland, ja. Und wo hast du? Weil du noch nicht genug zu tun hast, oder? Ja. Genau. Weil es mir ja Spaß macht. Ja, sicher. Ja. Okay, also und wo tust du denn, also wie muss ich mir das vorstellen? Du kaufst dann die Fohlen ein? Also ich nehme an, das sind Zuchttiere? Nein, es sind keine Fohlen, es sind schon 4-Jährige, 5-Jährige. Okay. Ja, genau. Weil beim Fohlen weisst du nie, ob es wird. Gut, oder ja. Bei einem 4-Jährigen siehst du schon vielleicht ein bisschen Anzeichen. Ja. Und wenn es dann halt auch nichts wird, musst du halt sagen, ja okay, jetzt haben wir das halt, kann man in den Sand setzen. Also du musst ein gewisses Auge haben, ja. Und dann tust du es ausbilden? Genau, ja. Ich habe dann da einen Partner, der das dann macht. Oder manchmal kann ich auch gehen. Also wenn ich mal die Montag, Dienstag Zeit habe, dann kann ich auch mal drauf hocken. Ja. Und dann machen wir das. Und dann geht man halt auf Turnier. Also er geht dann auf Turnier und dann wäre es natürlich gut, wenn die Leute es sehen. Und so geht es dann los, ja, eigentlich. Okay. Ja. Spannend. Ja. Und was sind das für Rassen? Also es sind eigentlich so Sportpferde im Spring, also wo Springzogen ist. Man kann dann immer die Abstammungen anschauen und dann kann man vielleicht so ein bisschen werweiseln, ja, das könnte etwas werden oder das könnte nichts werden. Und, also ich habe dann eben am 21. habe ich dann einen 4-Jährigen gekauft, wo man dann alle gedacht haben, ja, das wird nichts und so. Alle haben uns ein bisschen ausgelacht. Ja. Und dann hat man dann die ein bisschen ausgebildet und hat man sie nochmal auf die Weide tun, was man eigentlich nicht macht, zwischen 5 und 6, wenn sie dann wechseln. Und dann nachher hat man dann gemerkt, okay, sie kann etwas. Und dann hat dann er einen Reitunfall gehabt. Und dann haben wir wie sein Bruder, der ist auch ein Elite-Reiter im Springkader. Und dann hat er sie mal mitgenommen und dann sind sie auf Spanien und danach ist sie wirklich aufgefallen. Also dann hat sie wirklich angefangen zu zeigen, was sie kann. Ja. Und dann ist sie den anderen Leuten auch aufgefallen. Und am Schluss ist sie dann, 23 ist sie dann in St. Gallen gegangen und danach haben wir sie verkaufen. Weil sie dann wirklich sehr gut Potenzial ausgeschöpft hat. Und so ist dann, dann haben wir sie sehr gut verkauft und jetzt im Moment habe ich wieder einen und da müssen wir jetzt schauen, wie es weitergeht. Ja. Also auch sehr vermögend und
also in der Springqualität natürlich. Ja. Und wo bildet ihr die dann aus? Da irgendwo in der Gegend? Also oder? jetzt haben wir zu Ebike haben wir einen Stall gefunden, der wirklich mega lässig ist. Und wir tun dann immer, der andere Stall ist in Herliberg, wo sein Brüder ist. Und dann tun wir immer ein bisschen hin und her. Aber fix sind wir in Ebike, ja. Mhm. Ja. Okay. Genau, Okay. ja. Und so, und das ist halt eine Leidenschaft, ja. Ja. Also das eigene Business führen mit Kochen, Genau, Angestellten, ja. Stellungen und dann hast du noch Ross nebenbei. Genau, und dann habe ich noch mit der besten Freundin haben wir noch ein Wein-Business. Das ist aber noch ein bisschen, das schläft noch ein bisschen, aber es ist schon mal, erzähl. also die Firma haben wir schon mal gegründet, aber Ja. ja, also sie hat Modedesign studiert in London und hat jetzt mit ihrem Freund in Zürich, haben sie so wie also ihr Freund ist Architekt, die machen so Visualisierungen für Häuser und sie machen das zusammen und jetzt haben wir eigentlich zusammen das W-Set gemacht, also das 1, 2 und das 3 und jetzt haben wir wie gesagt, ja komm, wir machen wie einen Weinhandel auf. Wir wissen zwar noch nicht wie, also es gibt sicher einen Online-Shop, ob es dann mal später noch eine Bar daraus gibt oder so, das ist also sie hat auch schon das Gefühl, sie muss ein Weingut kaufen und ja. Also es ist einfach so ein bisschen nebenbei, ja. Naja gut, ein bisschen nebenbei, das muss man ja auch noch alles managen und sich die Gedanken dazu machen und dann das Restaurant noch nebenher und die Pferde noch nebenher. Hat dein Tag mehr als 24 Stunden? Ich frage nur, das ist ich glaube schon. Manchmal schon, ne? Ja. Irgendwie. Okay. Ja. Ich habe auch aber das Gefühl, dass wenn du dich dann auf eine Sache konzentrierst, auf ein Thema, dass dann links und rechts auch, hast du keine Wahrnehmung wahrscheinlich. Nein, ne? Ich wollte es dann einfach richtig machen. Ja, sonst mache ich es dann, eben wie wir gesagt haben, Turniersport habe ich dann aufgehört, weil es einfach, ich weil wollte du gemerkt hast, das geht nicht. Ja, halbherzig quasi. Das nützt nichts. Mhm. Ja. Und jetzt haben wir einen guten Weg gefunden. Klar, du brauchst immer Leute, die mithelfen um dich herum. Ja. Allein geht es natürlich nicht. Ja. Also ich wollte es auch nicht allein machen. Ja. Ja. Ich habe vorhin noch eine Frage gehabt, die mir, Angela, bist du mir dann reingegrätscht? Also gut, dass du das gemacht hast. Nein. Der Aspekt des Gastgebers. Du bist ja nun hauptsächlich mit deinem Vater in der Küche. Ja. Aber der Aspekt des Gastgebers, also deine Mutter macht sehr, sehr viel. Ja. Hast du ein Beispiel oder hast du ein Restaurant in Zürich oder hast du ein Restaurant in Basel oder in Zug irgendwo oder sonst wo auf der Welt, wo du sagst, das war oberste Schublade, was Gastgeberqualitäten angeht? Ja, ich glaube, da haben wir verschiedene Personen oder Betriebe, wo das, also jeder Einzelne hat, glaube ich, so eine Person im Resti oder im Hotel. Also ich glaube, ich kann jetzt nicht sagen, da ist super. Also manchmal ist es der Sommelier, der mega raussticht. Manchmal ist es wirklich der Patron, der raussticht oder einfach der Küchenchef. Also es ist nicht, ich kann nie sagen, hey, da stimmt jetzt wirklich alles oder ist alles perfekt. Also, ja. Und hast du irgendwo jemanden kennengelernt, wo du sagst, das war eine Sensation? Wir gehen sicher jedes Jahr ins Drei König, ins Cheval Blanc in Basel. Ja. Dann eben ins Parkhotel Fitznau, ins Focus, beim Patrick Mahler. Dann sind wir im Colonnade im Mandarin, das ist in Luzern. Dort sind wir eigentlich wegen dem Sommelier gegangen. Der hat jetzt leider aufgehört, aber der Küchenchef ist auch top. Also wirklich. Oder dann, wenn wir in Südtirol gehen, haben wir auch immer ein Meal, wo wir immer gehen, in Cherms. Das ist eine mega schöne Location und das Essen stimmt und die Leute sind so junge Leute dort im Service und das ist immer lustig. Also, es gibt schon vereinzelte Restaurants oder Hotels, wo ich sage, ja, mal wirklich super cool. Ja. Ich bin Hamburger. Bin ich noch nie gewesen, wollte ich unbedingt mal gehen. Okay. Ich bin auch noch nie gewesen. Das wusste ich nicht. Oh, das ja. war mir neu. Hamburg noch nie gewesen. Radio Walchwili, hier hören Sie es zuerst. Also das war mir also auch vollkommen neu, dass du noch nicht in Hamburg gewesen bist. So. Und Hamburg hat ja eine große Gastronomie. Ja, Kevin Fehlin, Tradition. Richtig, genau. Zum Beispiel habe ich es nie reingeschafft. Und dann hat es, glaube ich, noch das, wie heißt es, Fontenay, oder wie heißt es? Fontenay, genau, richtig. Das hat ja Kühne gebaut, also Kühne und Nagel. Ist mal drauf gewesen, Küchenchef? Ja, das weiß ich nicht, aber das Hotel alleine architektonisch ist
absolut Drama. Da war früher das Interconti mit dem Casino und das haben sie dann abgerissen und haben sie das Fontenay dann hingemacht. Das ist also an der Außenalster und das ist eine absolut, also architektonisch und von allem, was man hört, eben auch als Haus. Also Hotel und Restaurant ist das wirklich ganz von oben. Dann hat es die ganz große Tradition, 4 Jahreszeiten mit dem Restaurant Herlin. Da habe ich den besten Service je erlebt. Das war wirklich, die konnten Gedanken lesen. Da habe ich dann aber auch festgestellt, dass ich wie heißt es, Gänsestopfleber überhaupt nicht vertrage. Oh. Das einerlei. Auf jeden Fall, das war ein Service. Also das ist ja alles sehr überladen. Das ist ein Grand Hotel und das ist so und du hast gedacht, ich könnte nochmal, wups, und dann hast du es gehabt. Oder du hast dich nur irgendwie bewegt und du hast nie jemanden gesehen. Nur in dem Moment hast du sie gesehen, wenn sie dir irgendwas gebracht haben, wo du gedacht hast, das könnte ich jetzt haben. Das ist eben, genau so einen Service musst du haben. Das Unsichtbare, das Effiziente, okay, der merkt gerade, was ich brauche. Genau. Ja, und gleich, ich finde es eben schon noch schön, wenn auch mit den Leuten vom Service, also weißt du, wenn du so liebe aufmerksame Leute hast und wenn du dann etwas vor 2 kannst wechseln. Ich finde, ich geniesse das schon auch, weil ich bin dann schon, also kommunikativ. Ja, und gleich, also ich finde eben, es ist immer so, also ich finde so, der Service der hat eigentlich schon auch einen mega wichtigen Job. So, du musst genau spüren, wie weit du kannst, wenn ziehst du dich zurück, was braucht es jetzt noch, also das ist schon nicht außer Acht zu lassen. Also, und dann hatte es das hat es auch immer noch das Fischereihafen-Restaurant in Hamburg. Also, Hamburg hat viel Fisch. Ne? Ja. So, Fischbrötchen. Nichts gegen Fischbrötchen. Ne? Also Fischbrötchen, genau, mit Bismarck-Hering und so. Also Matjes Hausfrauenart ist eine meiner Leibgerichte. Ne? Also das ist so. Und früher hat es in Hamburg halt noch den Fischmarkt unten gehabt, der tatsächlich auch noch als solcher funktioniert hat. Ne? Also das waren dann die Fischauktionshalle und dann ganz, ganz viele Fischgroßhändler, die waren. Ne? Also die dann, gut, aus der Elbe kommt kein Fisch, da kommt Fisch, aber den wird nie jemand essen, die dann angeliefert werden aus Nordsee. Und, das ist schon super. So, und dann hast du bei jedem dieser Großhändler, hast du auch immer, nicht bei jedem, aber ich sag mal bei weit über der Hälfte, hast du eine Küche gehabt. Und dann bist du dann rein und dann waren halt ein paar Leute und dann hast du gesagt, alles klar, was habt ihr denn heute? Wir haben das und das. Und dann wusstest du, das gibt den Fisch mit Bratkartoffeln. So, ne, und das war's. Da bist du da rein und dann hast du dann so einfach, aber ohne, du hast da gestanden und hast aber glorreich frischen Fisch gehabt. Ja, das gibt es in Barcelona, gibt es das auch, in der Markthalle, Ja, genau. Das ist schon cool. Genau, ja. Ja, also das war, also ich kann, wenn du solltest mal, ich kann dir nicht sagen, du solltest mal, ne? Aber wenn du die Zeit findest, das lohnt sich in Hamburg schon. Ne? Das glaube ich dir. Es hat jetzt wieder ein paar Renaissancen gegeben von Restaurants, also zum Beispiel die ganz berühmte Oberhafen-Kantine. Ja. Die jetzt wieder die es seit Ewigkeiten gibt. Oder die Krameramtsstuben und sowas. Ne? Also das glaube ich, das könnte dir großen Spaß machen da. Das glaube ich auch. Ja, und nicht Tim Melzer macht sicherlich einen guten Job. Ja. Punkt. Ja. So, ne? Gut, ne? So. Aber da gibt es anderes. Ja. Als Unternehmer macht er einen guten Job. Ja. Das weiß ich jetzt auch nicht so. Aber sehen wir noch, dass er insolvent ist, oder nicht? Ja, geil, kann aber das auch gesagt. Mit seinen Restaurants oder mit seinen Unternehmen, ich glaube, er persönlich ist da. Aber ist er von Hamburg oder was? Ja. Ich mag halt seine Art nicht so. Also, ja, polarisiert, ein bisschen so ruhig, gell? Ja, ich finde eben auch. Ja. Sonst wäre es eigentlich das mit dem Kitchen Impossible, das ist mega interessant, aber das macht es ein bisschen, ich weiß nicht, so ein bisschen unter der Gürtellinie. So. Spielt natürlich auch ein Stück weit eine Rolle.
Ne, das ist klar. Also wie ein Ramsay auch oder wie auch immer, ne? Diejenigen, die dann sehr plakativ sind. Tim Melzer und Gordon Ramsay kannst du nicht vergleichen. Habe ich auch nicht getan. Ich finde Gordon Ramsay auch ganz schlimm. Ja. Ich kann ja, das aber nicht schauen. Aber nee, ich auch nicht. Bist du mal in einem Jamie Oliver gegessen? Nein, auch nicht. Das habe ich einmal gemacht. Und? Nein. Ja. Nein, ist ganz schlimm. Also, ich will da niemand irgendwie beleidigen oder so, aber nein. Das war so super kantinenmässig. Ich kann mich einfach erinnern, als ich Kind war, dass er immer im Fernsehen kam. Ja. Aber er hat mich jetzt nie gereizt, um irgendwie dort arbeiten gehen oder essen gehen. Oder irgendwie. Nein, ich bin glaube ich, mit meinem Bruder, wir jetzt gerade mal überlegen, sind wir in Schottland gsi, wo wir mal zum Jamie Oliver sind. Hey, also ich bin noch nie so enttäuscht von Essen wie in diesem Restaurant. Okay. Selten. Jamie Oliver war ich noch nicht. Ich war ein paar Mal im Ramsay-Restaurant, weil der im Marriott Grosvenor Square in London, weil der da unten das Maze-Restaurant drin hatte. Und das ist einfach, wenn wir dann abends reingekommen sind, haben wir da halt noch was gegessen. Ne? So, und so, ne? Aber jetzt ohne, dass das, und ich glaube, einmal ist er da durchgelatscht oder so. Ne? Also das war jetzt aber auch nicht, wo du sagst, oh Mensch, da habe ich jetzt aber irgendwie die Welt neu entdeckt. Das war nicht so. Achso, du wolltest noch was? Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man ein Restaurant auftut und nicht rum ist. Also, ich bin jetzt auch in London vom Heston Blumenthal. Hat das zweites Restaurant aufgemacht in London. Ja. Und dann war schon lange ein Traum von mir. Da hat er da wieder das Mandarinli mit diesen, glaube ich, Stopfleber hat er auch drin. Das unbedingt essen und das ist dann wirklich auch gekommen. Und ja, es ist dann wie bei ihm selber dann das essen. Er ist ja dann, glaube ich, auf der Insel irgendwo. Er ist entfernt und es hat mich überhaupt nicht berührt. Und es war eben auch so wie eine Wartsaal gewesen. Also da hockst du aneinander und die haben doch 2 Sterne bekommen für das Restaurant. Und dann, ja. Ja, man fragt sich. Hat der Name wahrscheinlich eher den Stern bekommen als das Restaurant. Die sind schon sehr gut gemacht, aber irgendwie es fehlt dann einfach etwas. Ja, und ich finde das auch schade, wenn so, aber es ist ja noch so ein Quäntchen Liebe oder die Energie oder wie auch immer, dann musst du sagen, oder? Gehst in ein anderes Land und du tust reservieren und freust dich drauf. Also ich habe schon gewusst, dass er wahrscheinlich nicht rum ist, aber gleich. Es wurmt dich dann gleich. Ja. Klar. Ich muss es unbedingt noch wissen. Hast du so ein Lieblingsessen, wo du sagst, so, das ist simpel, einfach und das geht immer und das macht dich mega glücklich? Sicher alles, was mit Pasta zu tun hat. Ja. Also so Tomatenpasta mit so einer Burrata oben drauf, das ist schon, das finde ich, so das Cremige. Und dann, mein Vater sagt zwar immer, ja, das Kalte oben drauf ist nicht gut, wenn die Burrata so kalt oben drauf tust, aber ich kann ich nicht gern. Ja, aber wenn er so temperiert ist mit so ein bisschen Olivenöl und Meersalz, dann die Tomatenspaghetti, ist schon fein, ja. So, ja. Ich habe eine ähnliche Frage gehabt, aber die hat ein bisschen eine andere Nuance noch. Ganz traditionelle Gerichte. Ja. Also Elbler Makronen. Ja, super. Herrlich, wunderbar. Ich habe 3 Lieblingsgerichte. Und ich esse eigentlich alles, aber 3 Lieblingsgerichte. Das eine ist Grünkohl. Okay. Grünkohl, ein norddeutsches Grünkohl mit Kohlwurst, Kassler und Speck. Ja. So, genau. Und ein halbes Kilo Senf obendrauf. Ne? Und das ist herrlich. Manches Filet Hausfrauenart, wunderbar. So heißt es nun mal. Ne? Und Rindsrouladen mit fränkischen Klößen und Rotkohl. Okay. Das findest du nicht so? Ja, ich kann es nicht so mit Roulade, ich weiß auch nicht. Okay, warum nicht? Ja, das ist meistens ist es Fleisch zäh. Okay. Dann ist es nicht heiß. Oder? Also, dann ist es nicht gut gefüllt. Ja. Es kann so viel schief laufen. Ja. Aber das wäre doch mal was. Guck mal. Nein, ich will dich da nicht. Guck mal, ich will dich da nichts reinquatschen. Aber das wäre doch, dann der Rouladen-Donnerstag im Stern. Ja. Nein, wir machen das vielleicht anders. Nein, bitte nicht. Nein, natürlich nicht. Aber so von den ganz traditionellen Gerichten, scheißegal aus welchem Land. Ne? Also Pasta, klar, das ist sehr, sehr traditionell oder so.
Was sind so deine Top 3? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ja. Ja, wirklich. Also, ich habe keine lange Ja. Rangliste. Also Ja. wirklich nicht. Aber Elble Magron ist immer super. Also Käsehörnli. Ja. Ja, und Glanerland Ja. ist man Käsehörnchen. Ja, Ja. genau. Ja, nein, also ich glaube, oder gute Pizza in Italien ist sicher immer super. Ja. Und eben, was gibt es? Barcelona, die sind natürlich auch mit ihrem Jamon und Ja. also, musst wirklich das, also das, was das Land hat, das Ja. musst wirklich, Ja. wie sagt man dem, typizieren. Musst wirklich das nehmen, was sie haben. Mhm. Also, ja, musst nicht da in eine Pizzeria gehen, eben Entrecôte essen. Das haben wir gerade heute das Ja. Thema gehabt. Also, Ja. mach das in Frankreich oder in Paris. Oder? Mhm. Ja. Also, ja. Hat ein bisschen etwas. Ja. Definitiv etwas. Ich würd gerne nochmal, ich habe vorhin schon den Namen einmal erwähnt, Angelo Bourdain. Kennst du, weißt du, wer das ist? Mir sagt das etwas, ja. Könnt ihr jetzt nicht ins Detail rein erzählen, aber... Also mehrere Bücher geschrieben, unter anderem auf Deutsch hieß es Geheimnisse eines Küchenchefs im Originaltitel das, Kitchen ja. Confidential. Ja. Großartige Ich Bücher. habe jetzt eben gerade auf Netflix einen mega geile Doc geschaut von den weltbesten Chefs. Ja. Ich glaube 4. Ja. Mhm. Anthony gibt es nicht mehr. Hammer. Seit ein paar Leider. Jahren leider nicht. Nein, ganz genau, ist alles ein Okay. bisschen zu viel geworden. Und der hat eine Sache geschrieben und da würde mich mal interessieren, also ich hab aus Gründen, die mir nicht klar sind, einen Messerfetisch. Ich habe x verschiedene Ja. Messer und all das. Obwohl Bourdain gesagt hat, ich brauche ein Messer, Ja. mit dem ich Knoblauch und Wassermelonen schneiden kann. Ja. Wie siehst du das? Hast du eine Messertasche zum Ausrollen, eine Messerrolle oder? Wo man in die Lehre gegangen ist, hat man immer gesagt, ja, du musst einen Messerkoffer haben. Und mein Vater hat immer gesagt, nein, ich kaufe dir nie einen Messerkoffer, weil die Hälfte brauchst du eh nie. Okay. Und dann habe ich so wie ein Täschchen bekommen, also so eine Mappe. Und dann habe ich einfach meine 9, 8 Messer gehabt und gewisse Parisien-Ausstecher oder Ziselierer oder Schere. Was ist ein Zisilier? Ja, da kannst du so... Kennst du die Champignons, die so eingeritzt sind? Ja. So, so. Nice. Okay. Also so. Ja. Okay. Und Und was tust du denn zisilieren mit dem? Champignon? also, ja, genau, ja. Nur Champignon? Genau, ja. Oder Zitronen könntest du auch machen, glaube ich. Okay. Geht auch. Aber das brauchen wir nicht. Gurke. Und dann Gurken, ja, sehr gut, ja, genau. Gurke So Zeug, ja. Zisilierte Gurke? Hier Nein, erfahren Sie sorry. zuerst. Demnächst auf der Karte. Die ziselierte Gurke. Nein. Es lässt sich ganz viele Sachen ziselieren. Ja. Genau. Und dann habe ich einfach also man braucht einfach einen Ausbeiner fürs Fleisch, man braucht ein Filetiermesser, ein Gemüsemesser und viel mehr brauchst du eigentlich nicht. Also, ja, eben, ich habe gerne noch eine Schere. Mhm. Und alles, was nachher drüber raus ist, das Was machst du ist mit der Schere? Spielzeug. Ja, schneiden, oder? Was schneidest du denn? Ja, Spritzsäcke auftun zum Beispiel. Also Aha, das ist für mich eine tägliche Arbeit, wo ich... Okay. Also ja. Ich habe gerade im letzten oder vorletzten Winter eine großartige Schere gekauft, die beste Schere der Welt. Weil ich da irgendwas gesehen hatte, auch eine Dokumentation gesehen hatte, wie die Schere hergestellt wird und die haben noch extra Justage-Experten für die und das, wie heißt er, Emmett sonst was aus Sheffield. Großartig. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über eine Schere. Oh, das ist ein völlig neues Schneideerlebnis. Was schneidest denn du mit deiner Schere? Alles, was ich kann. Mit der Schere kannst du alles schneiden. Also du kannst von Schnittlauch über Nein. Warte, wir sind. Und in dem Moment, als ich es gesagt habe, habe ich gemerkt, sag's einfach nicht, aber ich konnte es nicht mehr aufhalten. Aber wir haben hier im Haushalt 3 kleine Kinder. Lass dir gesagt, Ja, wenn ich was mit Schnittlauch okay. mache, dann mache ich nicht noch diesen hier, ne, weil ich mich da Okay. so zu sehr konzentrieren muss, dann gehe ich so. Du bist entschuldigt. Dankeschön. Ich schneide gar keine Kräuter mit der Schere. Oder kennen die Leute, die Zwiebeln in so ein Teil rein tun und dann so... So Zick, durchdrücken. Moment, der Zick-Zillus, der war in den 70er Jahren von der Firma Zillis. Zillis, genau, der war auch Ja. in Deutschland und sowas. Das war, ich Oh. weiß nicht genau, was da rauskommt, aber Zwiebeln sind es nicht mehr. Aber das gibt ja für Eier gibt es das Alles, ja ja. 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 Knoblauchpresse, ja oder nein? Ich tue es lieber schneiden, Ja. aber
Presse ist auch okay. Es wäre auch okay, gut. Ja. Ich finde, es ist ein mega Unterschied, ob es Schnitt oder Presse ist. Ich finde auch, ja. Hast du eine bevorzugte Messermarke? Victorinox. Genau, ja. Also mit denen habe ich gestartet, ja. Also jeder Lehrling fängt eigentlich mit denen an. Das Ja. ist wirklich super. Okay. Nachher habe ich eher ein bisschen auf Schuhen gewechselt. Das sind so japanische. Habe ich. Und jetzt habe ich eigentlich wie eine Partnerschaft mit Issho Taboru. Die importieren auch Messer direkt von Japan. Importieren. Okay. Haben wir jetzt gerade ein Steakmesser zusammen entworfen. Habe ich gesehen. Gut, ja. Habe ich gesehen, richtig, Ja. genau, auf Instagram habe ich das gesehen. Ja, okay. super, schön. Ja. Und die haben dort eben auch Gemüsemesser oder Slicer und kleine Scheren oder sind alles, ja. Oh, das muss ich mir angucken. Ich habe einiges von Nesmuk. Kennst du Nesmuk? Habe ich auch, ja. Das finde ich, Ich finde Griff, wenn sie so, es sind glaube ich aus Holz. Genau, Olive oder wenn- Mooreiche habe ich auch. Ich habe von der Tanja Grandi, sie hat auch mit Nesmuk hat sie Collab gemacht und sie hat mir dann ein Messer geschenkt. Und der Griff ist jetzt wie so ein bisschen porös. Also liegt ganz grusig zum Anlangen in der Hand. Also ja, was einfach so ein bisschen beißt und so ein bisschen das Holz geht ein bisschen auseinander. Aber könntest du den Griff neu machen? Nicht? Wahrscheinlich schon, ja. Also weißt du, sagen immer, wenn das Ja. Messer gut ist, dann kannst du den Griff Und ich habe jetzt dem Papi auch, glaube ich, vor 2 Jahren auf Weihnachten habe ich ihm den Slicer geschenkt, den ganz dünne vom Nesmuk. Mit dem Olivenholz. Genau, den ja. habe ich Aber auch, der ist habe noch ich auch super, oben. ja. Ja. Also, Das ist auch fantastisch. Ne? das Also, ist brutal, die sind in Solingen. Ja, auch Genau. gut. Ja, das ist, also klar, ja, herrlich. So, pass auf, ich guck mal ganz kurz auf die Ich muss Uhr. mal ein neues Messer kaufen können und ich kann kein Ich habe eins einziges doppelt. Glas-Küchenmesser. Ich habe ein Santoku von Kai. Ja. Doppelt. Auch gut, ja. Die sind einfach, das ist nichts Überkandideltes Ja. und die funktionieren hervorragend. Ja, absolut. Ja. Und was ich festgestellt habe, ist, ich habe verschiedene Schärfeinstrumente, mit denen ich Messer schärfe. Ja. Stein oder Stahl? Stein habe ich auch. Ich habe Stein. Ich hab so ein elektrisches Ding, wo sie alle, die mit den 3 genau. Ja, ich habe so einen mega tollen Roller bekommen vom, den Hall. Ist der gut? vom Adi Niefeler habe ich den geschenkt bekommen, mal auf. Adi hat mir das, glaube ich, auf Geburtstag oder so geschenkt. Oder auf Weihnachten. Ja. Ja. Also es ist so ein bisschen tricky zum Einsparen. Ja, also nicht zum Parat machen. Okay. Ja, aber Was ich jetzt aber für mich entdeckt habe, und jetzt pass auf, jetzt kommt's. Ein Wetzstahl. Einen Wetzstahl vor jedem Schneidevorgang 3-mal von beiden Seiten drüber ziehen und das Messer ist wie neu. Ja, aber das ist doch normal, oder? Nein! was, dass man das macht? ja gut, okay. Also, Das Also im normalen Küchenhaushalt im Fall ja, nicht. okay. So, und das habe ich jetzt, weil ich immer mit den anderen Dingern und mein Schwiegervater, immer hier nochmal und da nochmal und bring das doch mal und sowas. Und jetzt habe ich das und dann, das ist wirklich eine, das ist, was kostet ein Wetzstahl? Keine Ahnung, was, 25 Stutz? Ja. Und plötzlich hast du ein neues Ich Messer. könnte mit dem nicht umgehen. Doch. Ich habe Also. meine Victorinox-Messer, die weißt du, so die schwarzen, die du kannst. Dick gezackt. Super. Wieso? Jetzt zack die und wenn ich Die Bulle gerade. schneide, habe ich es fein. Ja, Aber es ist voll klar, schlimm. Hauptsache, es schmeckt. Genau. Ja, Genau. also ich bin schon auch sehr ein passionate Koch im Fall. Das bist du. Ich merke es, ja. Das bist du. Also Ja. sehr, sehr, sehr ein passionate Koch. Ja. Das, also, Und wir kochen auch hier ganz, 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 ganz viel. Und probieren auch ganz, ganz viel aus. Natürlich auf einem auf einem völlig anderen, es ist eine andere Sportart, logischerweise. Ja. Aber es ist super, Sachen auszuprobieren und es ist auch dann sehr, sehr, man wird bescheiden, wenn irgendwas fürchterlich in die Hose geht. Ja. Ist dir So mal, man wird geerdet. Ja. Ist dir irgendwann mal was in letzter Zeit richtig in die Hose gegangen, zum Beispiel im Test kochen, wo du sagst, Jesus Maria. Nein, eigentlich jetzt nicht mehr so. Also die Fehlerquote ist klein, aber als ich in der Lehre war, ist das erste Jahr habe ich die Patisserie gemacht und dann haben wir so Zuckerteig müssen machen. Und dann nachher, also ist Mehl, Butter und Zucker. Und dann nachher hat er gesagt, mach 15 Kilo. Und ich habe irgendwie 15 Kilo? und das ist also du musst 5 Kilo Butter, 5 Kilo Zucker und 5 Kilo Mehl. Okay. Und ich habe dann aber von jedem 15 Kilo. 50 Kilo. Und dann nachher... Und du hast von jedem 15 Kilo genommen. Was hast du gemacht?
Und das war eben ein Franzose. Also Ja. ich habe super Sachen von ihm gelernt, wirklich top. Aber dann ist er ein bisschen böse geworden. Ja. Und dann dachte ich, ja, was habe ich eigentlich studiert? Nichts. Jesus Gott, und was hast du mit diesen 45 Das haben wir alles Kilo? gebraucht. Also, 45 Kilo ja, Zuckerteig. Ja. super. Also, wir haben einfach vakuumiert und das kannst du ja gleich brauchen. Aber wir haben einfach nicht mehr müssen produzieren die aber ganze die Saison. Menge. Nein. Also, okay, gut. Ja, Aber aber es ist passiert halt, erstes Ja. Lehrjahr. Ja. und so Soufflé? Soufflé gibt es ja die Backenen, es gibt Ja. aber auch die gefrorenen. Ja. Habe ich das letzte Backene. Mal in der Lehre gemacht. Also, Ja. ja. Soufflé. Ja. Ich glaube, der Andreas Gaminada macht das sehr oft. Mhm. Er hat ja das Ah. glaube ich immer im Menü drin. Okay, das weiss ich Mhm. nicht. Ich habe sein Kochbuch. Das mit dem Herzli. Ja, gut. Ja, mega schönes Ja, Kochbuch. wirklich, macht gute Ja. Sachen, ja. Ich habe mehrere Kochbücher oben, aber die habe ich aus gestalterischen Gründen, weil die einfach schön sind. Also zum Beispiel, ich habe von Thomas Keller French Laundry Ja. Cookbook. Super, ja. Das ist, also ich könnte nie im Leben auch nur Nein. irgendetwas von dem, was er da macht. Ja, das sind so Bücher, wo du eigentlich nicht kannst nachkochen. Aber das Ja, aber das anzuschauen, Gaminada das schon. ist so fantastisch. Mhm. Das ist wirklich, das ist einfach Ja. grandios gestaltet. Mhm. Hast du ein eigenes Kochbuch? Oder Nein. denkst du darüber nach, eins aufzulegen? Es ist mal im Hinterkopf, aber es wird immer ein bisschen weniger. Also, Ah ja? ja. Okay. Ich durfte bei der Tanja mitarbeiten, beim Mhm. Kräuter. Ja. Das ist das Dunkle. Mega schön. Und da bin ich auch erwähnt, aber es ist eine riesen Aufgabe. Also, Mhm. wir haben zwar, Ja, jeder okay. hat etwas dazu beigesteuert, aber wenn du das allein müsstest machen, also ich weiß nicht. Und dann muss ja noch jemand, es ist ja nicht nur das Kochen, es ist dann noch die Fotos. Ja, und unser Rezept schreiben schreiben und verfassen und korrigieren. und beschreiben. Mhm. Und Dann musst du noch ja. das Inhaltsverzeichnis haben, dann das Ja, ja. Vorwort, Ja. das Schlusswort. Und Ja. also es ist schon Also es ist gut, eine da hat schon grosse wahrscheinlich schon Arbeit jemand, der gewesen. dich unterstützen würde. Weißt, jetzt Ja, gerade auf sicher, der ja. Ja. literarischen Seite. Aber ich habe es selber miterlebt und denke, nein, crazy. ja. Also das wäre doch noch was irgendwie zum Sternen und zu den Ja. Pferden und zu dem Weinhandel, Genau, Genau. wahrscheinlich. aus dem eventuell ja noch eine Bar wird. Genau, Ja. wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich sogar, Radio Waldwil, nochmal, hier hören Sie es zuerst. Aber Noemi, jetzt mal, wir sind 1 Stunde 25 Minuten dabei. Erst. Ja. Was hast du, kannst du irgendwas sagen, was du jetzt noch an Ideen hast in der nächsten Zeit? Also mit dem Stern oder über, Ja. Was ist das nächste groß, wo du sagst, das ist mal ein Thema? Also was sicher ist, dass wir vielleicht gewisse Events noch machen. Also wie zum Beispiel Tavolata oder wir wollen schon ewig lange so eine Edelmetzger machen. Oh. Aber wir kommen einfach nicht dazu. Also wir haben einmal Brunch mal gemacht, ist sehr gut angekommen, aber meine Mutter will das nicht mehr machen. Und ja, Warum? ja die haben es einfach nicht gern. Ich weiß nicht, ich finde Brunch super, aber ja. Brunchen jedes Wochenende. Ah, Samstags. ja. Ja. Find's auch cool. Lieb Ja. das. Ja. Und dann hast du einfach wie Gott. Und es ist erst am Abend wieder etwas. Aber sonst ist eigentlich nicht gross geplant. Also, alle reden davon, dass wir aufhören nächstes Jahr, aber ich weiß nicht, wer das so ein bisschen rumverzählt. Was? Ja, habe ich jetzt seit etwa 3-4 Wochen habe ich jetzt regelmäßig Gäste, die sagen, ja, wieso gehen ihr denn? Und das ist so schade. Und ja, also völlig verrückt. Ich weiß nicht, wem so etwas in den Sinn kommt. So Nie etwas gehört. ja. Nein, ja, Gäste Okay. sagen schon, ja. Mhm. Aber müssen Also keine die Sorgen Bauchwiller haben. oder die Auswertungen? Alles. Okay. Also ja. Aber nicht gehört. Hast du etwas gehört? Nichts. Nein, aber also wir sind jetzt noch da und ist alles super, also von dem her. Ja. Ja, Okay. aber so grössere Projekte oder irgendetwas habe ich eigentlich nicht gross. Es kommt immer im Jahr fortlaufend, also die Also Anfragen Zuckersee hast du ja glaube ich auch mal, Mhm. machst du ja glaube ich auch mit. Genau, das ja, finde ich einmal mega im cool. Jahr, ja, genau. Und Aber die Events so im Laufe des Jahres, die kommen Ja. sehr, also jetzt ist extrem, also die Leute 2 Wochen vorher an und dann wenn es, also ich kann jetzt da sagen, 3+ zum Beispiel, also die haben mich jetzt 3-mal angefragt, die Mhm. nicht von, ja, musst du dann in 2 Wochen parat stehen? Und ich gesagt, nein, das geht nicht. also was TV-Sender. Ja, also verschiedene Formate und dann habe ich gesagt, ich bin selbstständig, ich kann nicht einfach, ja, es ist ja dann bezahlt und am Wochenende kann ich ja dann heim oder
oder Masterchef zum Beispiel, oder? Mhm. Also, dann Wo kannst du mitmachen? ja, und dann hat es geheißen, bist du in der Jury und dann musst du einfach den ganzen März wird das in Italien produziert, oder? Und dann bist du einfach, ja, Samstag, Sonntag kannst du dann heimfliegen. Ich so, ja, Ja, und ja, genau. dann Bravo, der Rest ja. von der Woche. Und hier Tiefkühlpizza dann, oder? ja, eben. Nein. Nein. Der Papi will schon schauen, aber es ist einfach nicht meine DNA, dass ich Genau. dann einfach irgendwo bin. Und, Ja. Ja. ja, also von dem her, ich weiß nicht, was nächstes Jahr auf mich zukommt. Also, Mhm. mal schauen. Aber auch Also- da wieder sehr beeindruckend. Ja, genau, richtig so. Nein, also das ist, weil Das ist die mir weg. Versuchung, sich, das kenne ich von mir selbst und das kennt Ja. man so, dann noch hier zu verlieren und da zu verlieren und das ist ja auch ein ganz klein bisschen Bauchpinselei, wenn ein Fernsehsender kommt und würdest du nicht gerne in die Jury und dann zu sagen, nee, pass mal auf, das da. Ja, das bin ich. mein Vater ist schon eher der, der sagt, du musst mitmachen, du musst dieses und jenes. Und ich so, Ja. ich kann nicht mehr. Ich will das nicht und ich muss ein bisschen dahinter stehen. Oder ich Ja. habe auch eine Anfrage gehabt für einen Wassersponsor. Also, und wir haben Appenzellenwasser, weil meine Mutter von Appenzell Ja, kommt. Dann habe ja. ich gesagt, nein, ich kann das nicht machen. Ich kann nicht für euch Werbung machen, wenn ich daheim Appenzellenwasser. Ja. Also, es Ja. geht gar nicht. Ja. Ja. Und dann habe ich halt mit dem Vater ab und zu ein bisschen Kritz, aber er sieht es jetzt langsam auch ein, weil ich habe gesagt, ich mag auch nicht so ins Fernsehen gehen. Also es ist nicht so das Gestellte und dann musst du vielleicht noch einen Text ablesen und ich kann das nicht. Ich kann nicht auf Abruf irgendetwas. Ja. Geht nicht. Das habe ich jetzt gemerkt. Eben, das merkst du dann auch, oder? Also ich hatte dich zum Beispiel auch am Anfang, als ich die ersten paar Mal zu euch gekommen bin, habe ich das Gefühl, du bist sehr eher eine scheuche, zurückhaltende, Ruhig, ja. ruhige Person. Und gleich, weißt, ich habe das Gefühl, es hat so ein bisschen Zeit gebraucht. Auch bis du so ein bisschen aufgetaucht bist und verwacht bist, jetzt auch hier im Dorf. Ja. Also, Habe ich das Gefühl gehabt. eben, wir haben ja eigentlich keinen Anschluss gehabt in dem Sinn. Mhm. Ja. Also, ist vielleicht auch gut. Mhm. Also, mir gefällt es so, dass ich vielleicht nicht alles von jedem weiss, was da im Dorf passiert. Das ist völlig gut, ja. Und, aber eben, du fängst einmal an und dann schaust du mal und dann kriegst du langsam Freunde oder Gäste, die immer wieder kommen und dann blühst du auch ein bisschen auf. Also, ja. Und ich habe ja dann auch in die Rolle hineingefunden, dass ich dann wirklich am Schluss, also viele sagen, ja, du musst beim Amisbusch rauskommen und du musst die Leute begrüßen. Also Begrüßung macht ja meine Mutter schon im Eingang. Ja. Und wenn ich jetzt aber bei jedem Gang rausgehen, ich will gar nicht mehr kochen, Genau. weil Ja, die klar. Leute wollen so viel wissen. Und jetzt haben wir uns einfach so geeinigt, dass ich einfach am Schluss jeden hier verabschiede und dann kann ich kurz schwätzen mit ihnen und das ist wirklich cool und ich kann sie dann so eigentlich in die Tür raus begleiten. Das finde ich mega, also ja, ich finde es mega cool eigentlich. Ich finde, aber ich bin Fan von euch. Die ganze Family, Mami, Papi, du, ich finde, ihr macht das so gut in dem Merci Sternen. vielmals, danke. Ja, nein, wirklich. Also es ist so... Ich bin es mit ist meiner familiär und Frau gut aufgehoben. ein paar Mal im Sommer auf der Ja. Terrasse gewesen. Ja. Okay. Gut, es ist natürlich nochmal einer obendrauf. Ne? Ja, also das ist Das ist heavy, ja. das ist wirklich, Terrasse. das ist wie hingemalt. Das ist wie Kulisse. Ne? Ja. Also das ist schon und dann das fantastische Essen. Dann deine Mutter, der Service, Ja. all die Gastgeber. Fantastisch, wirklich, Danke. wirklich ganz, ganz fantastisch. Und was ich fantastisch finde, ist, dass du, also die Ruhe, die du ausstrahlst, Jawohl. das ist großartig. Und die Authentizität, du bist du. So ist mein Gefühl, Ja. wenn ich das so mitkriege. Ja. Und dann, ich glaube, was ich mit dir nicht möchte, ist Ärger haben. Habe ich das Gefühl. Ich glaube, du kannst auch das Bajonett aufpflanzen und Ja. sagen, so. Ja, das bin schon ich. Ja. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater. So Aber ich ein glaube, bisschen es braucht viel. Temperament. Ja, vor allem wenn ich dann Sachen muss 3 oder 5 Mal, also so, man sagt ja immer bis 3 Mal Ja. und nachher musst du dann vielleicht einmal sagen, so jetzt ist fertig, aber ich muss manchmal Sachen 5 Mal sagen und dann werde ich dann schon böse. Also, Ja. aber wirklich, also man kann dann auch reden darüber, aber es nervt mich dann einfach. Es geht dir dann aber auch um die Sache, ne? Weil Ja. das ja letztendlich immer um die Ich- Sache, um das Produkt, Ja, genau. und vor allem, ich stehe ja da vorne dran und es ist, ja, es geht um Gäste und es geht um Geld und ja, kann man sich doch einfach ein bisschen zusammenreißen. Ja. Meine Meinung, ja. Es geht um die Zeit. Es geht um die fantastische Ja. Zeit. Sehr Ja, schön. ich finde einfach eben, wenn dann,
wenn du dann schlechte Arbeit machst und die Leute hocken dann dort 3-4 Stunden und dann müssen sie rausgehen und sagen, ja, ist jetzt nicht so gut gewesen. Und ja, das nervt dann, ja, das nagt dann an einem. Ja. Dann muss ich sagen, ja, wieso hast du jetzt das so gemacht? Mach es doch, wie wir es immer machen. Mach es doch so, wie ich dir sage. Oder? Da machst du dann ganz, ganz klare Ansagen. Ja, schon, ja. Ja, ist auch nötig. Ist absolut, Ja, absolut nötig. ja. Noemi, wir haben 16:33 Uhr. Wir sind Ja. 1,5 Stunden sind wir dabei. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Sind wir Zeit schon genommen fertig? hast. Oder haben Sie noch Fragen? Um Gottes Willen, wir haben noch ein paar Fragen. Ich habe noch über 1000 Fragen. Ja, wir haben noch 1000 Fragen. Ja. Wir versuchen das immer so ungefähr in der Nähe, in der Nachbarschaft von 1,5 Stunden Ja. Okay. zu machen. So, Okay. vielleicht machen wir auch irgendwann mal vor Ort bei euch oder so, wenn du da. Ja, genau, das wäre auch noch etwas. Ja. Ich komme Oder ich vorbei. komme nochmal, das ist so Oder schön du kommst da. noch, oder du Das ist kommst noch. wirklich cool. Also es wäre fantastisch, ja. und ein paar Fragen, die ich dann gleich noch habe off the air. Ne, ja, nein, weil wir schneiden ja nicht. Ne? Wir lassen alles durchlaufen, wir schneiden nicht und sowas. Ne? Also, Ja. das Also wir ist lernen auch das mit den Eiern drin. Ja, es ist Hinterballis. Ist es. richtig. Ah. Ganz genau. Guck mal. Ich habe doch gesagt Ballis, aber Balis, Hinterballis. Ja. der Balis. Balisberg. Bali. Entschuldigung. Genau, Ja, richtig, ich bin genau. noch nicht, also Ist ich bin easy. noch nicht wirklich, also ich bin jetzt schon 7 Jahre da, aber Ja. ich bin ganz ein schlechter Dorfmensch. Hey, Also ich bin wirklich nicht integriert. Also wieso hast du das Gefühl, du bist nicht integriert? ja, weil ich gehe jetzt zum Beispiel nie eins trinken am Feierabend oder irgendwie. Ja, Also, also du bist ja im Restaurant daheim. Wann denn? Wann denn? ja, aber so, Nachts um 2. Hallo! Ding Dong. Oder? aber so Ja. manchmal denke ich, ja, ich könnte doch vielleicht noch in die Feierabendbar rauflaufen oder irgendwie. Oder, Ja. aber wir haben jetzt zum Beispiel die Schellner kommen immer vorbei. Mhm. Das ist schon mal etwas, wo ich die Türen auftun oder für, Schellner? ja, die am Samichlaus. Mhm. Ah, die Reichler. Entschuldigung. Trichler. Ja, sorry. Okay. Ja. Guck mal, das habe ich ja. jetzt. Verstanden. Oder dann der Fasnachts Ja. im Januar, wenn wir das Zelt aufstellen. Ja. Also so biete ich eigentlich ein bisschen Plattform, dass wir uns ein bisschen kennenlernen können. Weil wir wollen einfach ein Haus sein, wo alle reinkommen können. Weil ich habe manchmal Aber das Gefühl, Mm. dass die Walchwil noch ein bisschen, ja, das ist so ein bisschen der Gourmet-Tempel. Oder das ist so ein bisschen, Mhm. ich habe das Gefühl, sie haben noch ein bisschen Hemmschwellen. Mhm. Aber Mhm. wir sind eigentlich bodenständig, wir sind herzlich und Das eigentlich wir. sind jeder Mann ist willkommen. Ja. Klar sind wir ein bisschen high-priced, aber wenn du vielleicht mal das gönnst oder so, dann bist du sicher gut aufgehoben. Mhm. Also, und ich gebe dann auch einfach mein Bestes dafür. Mhm. Oder wir verteilen auch Gutscheine im Lottomatch oder irgendwie etwas Ja. Sponsoren, Spielgruppen oder irgendwie. Also ich habe das Gefühl, dass man euch spürt im Doch, Dorf. doch, im Fall. doch. Also Ja, ich ja. habe nicht das Gefühl, dass man euch nicht... ja. Aber ich glaube, Präsenz spürt. sollte man vielleicht ein bisschen mehr so ein bisschen unter die Leute gehen oder irgendwie. Also, du hast ja sehr, sehr klar auch gesagt, pass mal auf, das ist, hier ist mein Job. Das Ja. ist der Job, Ja. den Ja, ich mache. klar, Hier ist ja. der Job der Familie, das Ja. ist Ja. euer Ja. Job. Die Menschen kommen zu euch, Ja. weil sie ganz genau wissen, ich Mhm. bekomme dort, ich komme nochmal auf die Zeit zurück, das ist eine großartige Zeit, da bezahle ich auch Geld für. Ja. Und das ist ein großartiges Erlebnis. So, aber die können ja kommen. Und du musst ja jetzt nicht noch sagen, hallo, guten Tag, Mensch, sei es jetzt Ja. irgendwie bei Bea im Vierabig oder in der Esch oder Ja. wie auch. Ich weiß, wenn es sich ergibt, ja, aber doch nicht Ja. auf Teufel komm Aber raus. ich glaube, das ist so ein bisschen meine eigene Dings, dass ich mich vielleicht ein bisschen mehr zeigen oder irgendwie, ich weiß auch nicht, mehr Ja. teilhaben am Dorfleben. Ja. Ja, gut, aber wir bestehen ja, also Walchwil besteht ja aus Vereinsleben. Das ist schon... Ja, ja. das Dorf. Gut, ich bin kein Vereinstyp, aber einfach vielleicht mal vorbeigehen oder irgendwie. Oder wenn der Kabi Unbedingt. da in der Fasnacht. Garagefasnacht, Ja. Genau, ja, ja, Schiessverein sagt er jedes Samstag. Mal, komm doch, komm Ja, doch. Und ich so, musst ich gehen. mag nicht mehr. Aber es wäre schon cool, ja. Ja. Also das ist jetzt so etwas, was ich vielleicht wirklich mal machen sollte. Hey, ich finde wirklich noch, ich glaube, du machst sehr viel, nein, du machst echt so viel so gut. Du hörst auf deinen Bauch, du hörst auf dein Herz, du hast deinen Weg, du lässt dich nicht beirren Ja. von irgendwelchen Ja. anderen Stimmen. Mhm. Ich finde das auch sehr, ich finde das sehr eine tolle Eigenschaft, die du hast. Danke. Du ziehst dein Ding durch Mhm. und mach das. Du dich Gut. nicht verbeugen. Nein, wirklich, du dich nicht verbeugen. Ja. Zieh dein Ding weiter und du bist erfolgreich Mhm. in dem, was du machst. Mhm. Also, ich finde das
aber mich beeindruckt das. Ich finde das grossartig. Danke. Und ja, ich ziehe den Hut von dem. Ich ziehe wirklich den Merci. Hut, dass man so zielstrebig seine Geschichten verfolgt. Ja, du bist Ja. sicher auch zielstrebig, oder? Ja. Oh. Nein, ganz ja. Ja, Ja. Nein, das würde ich schon so sagen. Ja. Zielstrebig bei vielen Themen, oder? Kann Hey, man- viele Sachen, die mich begeistern, ja. Hey, und jetzt ist einfach, ich glaube, das ist bei mir wirklich so eine kleine Zeit, wo ich, auch jetzt bin ich ja über ein Jahr unterwegs Ja. gewesen, reisen und tauchen und so. Hey, und jetzt bin ich mich so ein bisschen am Finden. Ja, aber Was du hast will ja ich? viele Möglichkeiten, oder? Ich habe sehr viele Möglichkeiten, ja. Die Frage ist eben so ein bisschen, was willst du und wodurch zieht es dich und was macht dich glücklich und was erfüllt dich? Okay, ja, klar. Und ich glaube, wenn ich mich dann für den Weg entschieden habe, dann gehe ich den auch. Mhm. Definitiv. Aber ich habe jetzt gerade eben die Vorstellung, dass ich jetzt wieder zurück so ein bisschen in das Rat Race gehe oder eben in das Hamsterrad, wo ich vorher drin war. Das ist gerade, finde ich, gerade sehr schwierig. Ja, klar. Finde ich wirklich gerade Mhm. sehr. Ich habe wie gemerkt jetzt in dem Jahr, dass mich das eigentlich nicht erfüllt hat und glücklich gemacht Kannst du ja hat. deine eigene Bank gründen? Ja, genau. Die Anti-Bank. da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja, wir sind bei vielen Genau, verschiedenen wir anderen sind Themen nicht. gewesen, aber Ja, das wäre doch was, genau. Ja, voll. Da sprechen wir dann mal drüber. Ja. Noemi, ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die Ja, du uns gewidmet mega. hast. Danke vielmals euch, ja, dass Also, ich dürfen kommen. Ja, Ich hoffe, ich kann wiederkommen. Wir hoffen, dass du Und wieder am kommst. Mond schon wieder. So, also ganz, 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 ganz vielen Dank. Danke euch. Und ganz herzliche Grüße bitte an deine Eltern. Mach ich, ja. Und bitte empfiehl uns weiter. Absolut. Radio ja. weiß Machen wir wie. Ja. mal. Ne? Werbung, So, oder? das ist, nein, also toll, Ja. toll, klasse. Und wir super. wiederholen das. Ja, gerne. Ja. Und Ja. nochmal vielen Dank. Danke euch. Merci vielmals. Ja.